Ging ich prop. Also, Appell nominal. Madame Beissel, ja, den Herr Moser, ja, Madame Merth, ja, ich selber auch, den Herr Radu, ja, den Herr Goldschmidt, ja, den Herr Bauer, ja, den Herr Benoit, ja, Madame Camarda, excusez, den Herr Galles, ja, Madame Brümmel, ja, den Herr Boissante, ja, Madame Kahn, ja, Madame Kaifer, ja, den Herr Philippa, ja, Madame Arendt, ja, den Herr Back, ja, Madame Constantini, ja, Madame Milche, ja, Madame Afonso, ja, den Herr Weidi-Schnee, Madame Bartolini, ja, den Herr Bieber, ja, Madame Müller, ja, den Herr Werner, ja, Madame Branca, ja, und den Herr Costa. Ja. Wir sind en nombre, und wir können also als ein Ordre du jour aufhängen, und wir hängen mit einer Séance non publique. Kann ich als Invité bitte?
So, dann kommen wir direkt bei einer ersten Frage von der Madame Branca über den Accompagnement de femmes en situation de détresse psychologique et sociale. Madame Branca. Merci pour la parole, Madame la bourgmestre. Ces derniers mois, plusieurs situations de femmes en situation de détresse psychologique et de grande fragilité sociale ont été portées à mon attention. Il apparaît que certaines femmes vulnérables refusent certaines structures d'hébergement et d'accueil, telles que celles de LF Terrain, Interaction, Croix-Rouge ou d'autres dispositifs d'urgence proposés par la ville et ses partenaires. Non par absence de besoin, mais parce que ces femmes ne se sentent pas en capacité d'intégrer des structures collectives qu'elles jugent inadaptées à leur situation psychologique, sociale ou sécuritaire, notamment lorsque celles-ci accueillent des publics confrontés à des problématiques lourdes d'addiction ou de sans-abrisme chronique. Cette réalité semble conduire certaines personnes vulnérables à une forme d'isolement et à une précarisation progressive, alors qu'un accompagnement préventif et adapté pourrait permettre d'éviter une aggravation de leur situation sociale et psychologique. Dans ce contexte, je souhaite soumettre les questions suivantes. Le collège échevinal a-t-il connaissance de ces situations de femmes particulièrement vulnérables, refusant les structures d'hébergement existantes en raison de leur état psychologique, de traumatisme, de problématiques de santé mentale ou de caractère inadapté des structures à leur profil et à leur situation de vulnérabilité sociale, psychologique ou sécuritaire? La ville dispose-t-elle de données ou d'évaluations concernant ce type de situation, notamment en collaboration avec les associations et services sociaux actifs sur le territoire de la ville? Le collège échevinal estime-t-il que l'offre actuelle couvre suffisamment les besoins de femmes en situation de détresse psychologique légère ou modérée, nécessitant un accompagnement dans un cadre calme et non stigmatisant? La ville envisage-t-elle d'étudier en concertation avec les acteurs du secteur social et de la santé mentale la mise en place d'un projet pilote de logement accompagné à petite échelle destiné à ces publics spécifiques? Le collège échevinal peut-il préciser quelle collaboration existe actuellement entre les services sociaux de la ville et les structures spécialisées en santé mentale afin d'assurer une prise en charge préventive de ces situations? Je vous remercie pour votre réponse. Merci. Madame Kahn. Ja, vielmals merci für die ganz interessant Frage, weil wir wissen, dass immer mehr Leute am Allgemeinen und auch Frauen en particulier natürlich Probleme haben. Wir hatten uns von Maria Frohkrute natürlich auch gefragt, wie eine Frau an der denkt daran die an der Straße sind oder denkt daran die daheim müssen fortgehen, zum Beispiel wegen Gewalt. Da ging es schon zwei Kategorien gehen. Lo haben wir natürlich sowohl mir wie für allem auch der Staat, weil heißt immer ja aber just, wenn ich kann so an der Gemeinde, an der Stadt Lützeburg, mir das ist eine Nationalkompetenz für die Frauen psychologisch, psychiatrisch zu akkompagnieren, auch wie dir gesagt hat, wenn der Etat psychologisch eben das erfordert, das dann echt um Santé-Ministère für das zu machen. Und da sind sowohl das Santé-Ministère wie aber auch zum Beispiel das Ministère d'Égalité des Chances et de la Diversité, die natürlich lauter Strukturen haben. Verschiedener sind an der Stadt, an anderer nicht. Loso, da ja, was mit denen, die Hilfe am Fangehol nicht wollen unholen, weil sie nicht wollen auf einen Platz gehen. Ja, das versteht ihr, wir können just nicht mehr proposieren, sowohl der Staat wie auch die Stadt. Wir können nicht mehr Strukturen proposieren, wir können nicht mehr Hilfe proposieren, aber wir können natürlich keine forcieren, eine Hilfe auch unzuholen. Und schon hier von der Welt auch ganz leicht mitgebracht, mit all den Strukturen, die es gibt, wo sich auch hinwenden, zum Beispiel, wenn in häusliche Gewalt, wenn in da Opfer ist oder wenn ein anderes Problem hat, da gehen sowohl Plätze, wo in für Frauen mit Kanner zum Beispiel, wo sie hingehen können, es gibt Centre d'information, es gibt aber auch Centre, wo in dann akcueilliert wird, wo mal eine Zeit vielleicht auch kann bleiben. Wie gesagt, schon ist die ganze Liste mitgebracht, ich wollte nicht ganz abzählen, aber natürlich schon mal ein Nightshelter auch speziell für Frauen, an der Wandtraktion aus dem Dortoir speziell für Frauen. Wir haben den Marga abgemacht, der Marga, das für Drogen
aufhängig Frauen, dass die do können ein Foyer du jour können accompagniert gehen, vielleicht auch proper Spritze kreen, et gibt den vis-à-vis vu Femmes en détresse, mais das nicht gemeng, das ist der Staat, da gibt den Centre National pour Victimes de Violence, das auch an der Staat, aber das aber nicht von der Staat, natürlich kooperieren wir da, aber wie Sie schon gesagt haben, das ist alles Ministerien, die sich darum kümmern, wie gesagt, schon ich habe die letzte Mappe, ich will vielleicht just nach ein so, dass wir aber als Stadt Lützeburg eng Platz opgemacht fir Sans-Abrien, die vulnerabel sind, point de vue psychiatrik, dass fir Männer a Frauen, dat das net nëmme fir Frauen, do hummer och schon Matter liegt die Gen mental eng Struktur opgemacht fir Leiit, die eben effektiv an der Stroos sinn an psychiatrisch Probleme ho fir déi do ennner der ze hullen. Datcht mir kollaborieren do mat de Ministerieren méi als Stadt Lützeburg Mammer ans Pecht fir Platz nun ze bieden, fir och Logementer natierlech unzebieden bon voilà, dat schmengen dat alles wat psychiatrisch oder wann Leiit hier hëllef net wëllen nun hullen, do si mir natierlech dann och schlecht runn, well wann en Tëllef net wëllen hullen, da kann e noch ke forsäieren. Vimals Merci. Merci auch. Da kommen wir bei eng nächst froh von der Madame Branca auch. Ja, von der Madame Branca. Eben über das Konservatoire. Ja, Madame Branca. Merci pour la parole encore une fois. Juste un instant parce que j'ai pris le mauvais. Pardon. Dans un récent article du Reporter, des allégations et interrogations concernant des éventuelles irrégularités au sein du Conservatoire de musique de la ville de Luxembourg ont été évoquées. Sous l'anonymat, certains membres du personnel critiquent la direction du Conservatoire ainsi qu'un manque de contrôle de la part de la ville. Des critiques quant à un manque de transparence sont aussi reprises par la Fédération générale de la fonction communale et l'Association des enseignants du Conservatoire de Luxembourg. Une question soulevée est la répartition des heures de travail au sein du corps enseignant, notamment le fait que 2 chefs de section reçoivent une décharge de plus de 15 heures par semaine, ce qui est perçu comme une différence de traitement injustifiée à l'égard d'autres enseignants. Alors que des enseignants à temps plein prennent normalement en charge 22 heures de cours par semaine, des décharges pour missions administratives sont possibles. Or, ces décharges sont en moyenne de 8 heures par semaine. Par ailleurs, dans l'article en question, des questionnements par rapport à la transparence de la répartition des heures de décharge pour l'année scolaire 2025-2026 sont soulevés. Selon les critères y établis, les chefs de section peuvent recevoir des décharges allant jusqu'à 10 heures par semaine, ce qui est nettement inférieur à celles accordées dans les 2 cas mentionnés ci-dessus. En outre, il est question que d'autres incohérences et de tableaux erronés dans l'organisation scolaire. L'article aborde aussi la procédure concernant l'appel à candidature pour les postes de directeur de conservatoire, indiquant que Madame la bourgmestre a décidé de prolonger le délai pour l'envoi de candidature d'une semaine, donc jusqu'à 22 mai 2026. Au cours des dernières 15 années, le conservatoire a vu augmenter le nombre d'élèves de 2600 à 4500. Dans ce contexte, il est question dans l'article d'une charge de plus en plus lourde pour l'administration de l'institution, sans que les processus internes aient été adaptés. Dans ce contexte, je souhaite soumettre les questions suivantes. Le collège Echevinal était-il au courant des questions soulevées dans l'article en question? Quelle est la réponse face à ces critiques? Selon l'article, une réunion entre Madame la bourgmestre et le corps d'enseignants serait organisée. Est-ce que cette réunion a eu lieu? Si oui, quand et quelles en sont les conclusions et suites? Sinon, pourquoi? Comment le collège Echevinal réagit-il afin de résoudre les irrégularités soulevées concernant la répartition des heures de décharge? Le collège Echevinal peut-il garantir que de telles situations ne se reproduisent plus, notamment dans la prochaine organisation qui devrait être prochainement soumise au conseil communal? Quelles sont les raisons pour lesquelles le délai pour l'envoi de candidature pour le poste de directeur conservatoire a été prolongé d'une semaine? Tel que nous l'avions déjà demandé lors du dernier conseil communal, n'est-il toujours pas envisagé d'ouvrir un appel à candidature aussi à des candidats externes? Sinon, pourquoi, et compte tenu du climat tendu actuel,
ne faudrait-il pas élaborer une vision stratégique ensemble avec tous les acteurs concernés et en tenir compte lors de la décision concernant une nouvelle direction? Merci beaucoup pour vos réponses. Merci. Ich fange dann mit den letzten an, weil ich ja schon darauf geantwortet habe, für was also die Menge Woche verlängert gehen, aber ganz einfach, weil effektiv ein Fehler drauf war, weil vergisst, die war Hand drin zu schreiben, MUF, also maskulin und feminin, wie ein Direktor vom Konservatoire Gesicht gehen hast. An, weil eng für etwas zu präzisieren, dass eben noch die Profen, die 10 Jahre Enseignement haben, an die aber am E7 akklassiert sind, dass die sich auch können melden, und nicht nur die A1. Das ist eine Präzision, die aber wichtig war, und dafür haben wir die eben noch herangesetzt. Für was, dass wir es intern ausgeschrieben haben, weil wir effektiv wollten einer Person Möglichkeit geben, sich zu nennen, die ein großes Experienz hat, sowohl am pädagogischen wie eben noch am administrativ-legalen Volley. Ich habe das für drun schon geantwortet. Den Konservatoire als an der tun besonders leider aus ihrer Gruppe von den Gringen all die Jahren aufgestracht, wie exzellent Direktion, sowohl den Direktor wie den Direktor adjoint wirklich die Konservatoire gelegt haben, aber dass effektiv der große Succès, den er hat, ein Teil eben von den Problemen ist, der dann noch kombiniert mit eben den neuen Donnerien, die durch 2 Gesetze gekommen sind, 2022 und 2023. Das für viel, wie soll ich so, nicht nur Diskussionen, aber das viel Arbeit an extrem viel Flexibilität an Kreativität verlangt wird, das gewusst. Und dafür gibt es schon letztem Jahr direkt am Hirsch oder sogar vielleicht schon am August, als mit allen Partnern geschwärzt gehen. Das heißt, sowohl den Enseignants wie dem Personal. Mit eng 50 Keieren hat den Herr Direktor ich auch gesagt, wie wir an der Kommission kulturell waren, eng 50 Mal waren sie zu summen, an haben sie eben Druck geschafft, für eben die Administrativorganisation mehr klar zu machen. Ich komme dann auf den Punkt, den ihr am Anfang wie schenkt, den Anstein der Kritik war, die Affäre von den Dechargen. Die Direktion hat auch darauf geantwortet, dass am Anfang erstens keine Illegalität geschieht, weil hier steht, hier gibt nicht gegen irgendein Gesetz oder sonst ein Direktiv gemerkt. Hier sind just so, weil eben so enorm viel Arbeit war, ich will nicht mehr pur zählen, die Liste d'attente war von 406 am Piano. 406 am Piano, 170 an der Mewe Musikal, 97 an der Gitarren, und ich kann so weiterführen. Er ist also ein enormen Birch von Arbeit, ob die Chef de Sektion durchkommen. Und er ist am Anfang einfach, wenn er die Zahlen so guckt, die dir genannt hat, wo da gesagt wird, da wir von 16,5 nach 17,5, en fait sind da 2 verschiedene. En fait waren da 2 verschiedene Funktionen. Das eine als Funktion von Chef de Sektion, und da sind Stunden, die können geholt gehen als Chef de Sektion, die hat ja lo, und da kommen wir ja noch an dem Reglement d'ordre intérieur drauf zurück, die stehen ganz genau, und die gehen lo ausgeschrieben, und da kann jeder sich melden, für das zu machen. Von den 16,5 nach 17,5, die Chargen, die dann zur Kritik gehen haben, das war en fait, wie gesagt, die Funktion, einerseits Funktion vom Chef de Sektion am klassischen Sinn, aber dann auch eine Funktion d'assistance administrative et de Koordination, weil eben so schrecklich viel mehr Demanden an Kanner da waren. Und die gehen allein von dem Direktor, von der Direktion proposiert und dann natürlich vom Chefrat eben noch décidiert. Das war ein punktuell Hilfe, die gelegt ging, wo wir ganz dankbar sind, dass sie gelegt ging, weil das hätten die Ausschreibungen beim besten Willen nicht können so über die Bühne gehen, wie sie gehen.
Das soll aber, an der das wie so da 50 Reunionen zur Summe geguckt gehen, mit den alten Seiten, wie in dat an lo für Zukunft direkt ganz klar, dat een von den Männern trennt, dass das alles ganz klar ist von Anfang an. Es war am Anfang ein bisschen ein Problem, dass den dat zur Summe geschlagen, und es waren aber en fait zwei Funktionen differenten. Ich kann also nicht mehr sagen, dass den Artikel, von dem, auf den der ich basiert tut, an der von Leuten irgendwie, wie soll ich so, genährt gehen ist, dass den ganz, ganz schlecht angekommen ist bei den allermeisten Enseignern am Konservatoire. Und ich habe ganz viele Briefe gekriegt, nominativ, die nicht anonym das gemacht haben, die das nicht anonym gemacht haben, aber die das mit ihrem Namen gesagt haben, wie schockiert sie wären, wie eben der Konservatoire, den ein exzellent Arbeit macht, den wirklich ein Pilier ist von unserem kulturellen Leben, wie den da hingestaltet gehen ist, wie wann da nimmer Probleme wären. Ja, da waren eben verschiedene Sachen, die nicht direkt klar durchgelöscht sind, aber da geht es um die Chargen. Das sind wirklich organisatorisch effektiv Decisionen, die geholt sind, aber wo vielleicht verschiedene das nicht richtig verstanden haben, aber so wie den Konservatoire dem Moment durchgestaltet ist, das entspricht a keiner Hinsicht, so wie am Konservatoire gelebt wird. Der Konservatoire, der lebt von extrem viel Engagement von den allermeisten Enseignern und ohne den Engagement an die lebt, mit dem die Enseignants das machen, für ihre Schüler, können die Konservatoire hat nicht zu denen super Resultaten erbracht und effektiv zu dem Succès, den dann natürlich auf die Schülerinnen leidet. Das neue Reglement d'ordre intérieur, dem mit allen ausgeschafft ging, als die die Unterstützung von den Allegoren hat, wird eben dann für die nächste Schuljahr die Sachen ganz klar direkt von Anfang an festlegen. Und ich hoffe, dass wir, wie gesagt, den Episode hier, wo aber das gesagt wird, wir wollen keine Person irgendwie zu nahe treten. Ich hoffe, dass das der Vergangenheit wird ungeheuren, weil das tut der Konservatoire, auch besonders die Leute, die da so viel lange Jahre mit wirklich extrem viel Ersatz machen, die haben das wirklich nicht verdient. Und das kann man an viele Briefe auch gesucht kriegen. So, da kommen wir bei der nächsten Frage von der Madame Brümmel über die Modifikation von den Kriterien Logement insalubre. Madame Brümmel. Merci für das Wort. Ja, mit dem Ziel, eben mehr Logement disponibel zu machen, als am Frühjahr an der Chamberskommission ein Projekt präsentiert ging, den Gesetz vom 20. Dezember 2019 über die Kriterien de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité des logements donnés en location ou mis à disposition à des fins d'habitation eben verändern wird. Dadurch ging in sich eine Vereinfachung bei der Anwendung vom Gesetz erwarten, weil nämlich eine Reihe Kriterien erwäschfallen sollen, die Haut appliziert müssen gehen. Die Stadt, respektive den Service Logement, surveilliert ja, das Gesetz angehalten wird, und du willst, hätte ich die folgenden Fragen. Als die Stadt am Vorfeld von diesem Projekt angebunden ging, an der Konsultation, an wen genau hat und war an der Konsultation beteiligt, war das Position vom Schöpferrat zu den folgenden 7 Aspekten. Erstens dazu, dass der Bürgermeister bei deutlichen Unzeichen von Problemen die Möglichkeit hat, eine Kontrollprozedur zu deklarieren. Zweitens dazu, dass der Bürgermeister den Pouvoir hat, sich per Force Zugang zu einem Logement zu verschaffen, weil Gefahr besteht für die Gesundheit oder die Sicherheit von den Leuten, die da wohnen. Drittens dazu, dass dann ein offizieller Hinweis, eine offizielle Notifikation, ob die Adresse muss gehangen gehen.
dass ein Logement insaluber ist. Viertens dazu, dass es eine Verlängerung ob E-Jahr gemacht wird, wo die administrativ taxfällig ist. Fünftens dazu, dass die Gemeinde eine Mutterbestrin spezifisch formieren muss, den die auf diesem Dossier schafft. Sechstens dazu, dass ein Label du Logement oder Label du Logement angefordert wird, den dann darüber informiert, wann ein Logement eine hohe Qualität hat mit Bezug auf Ausstattung, Energieverbrauch, Architektur. Und siebentens dazu, dass kein Mindestfläche von 9 Quadratmeter pro Schlafzimmer mehr gilt. Dann noch zu weiter Fragen kann der Schöfferrat ausschließen, dass durch diese Modifikationen schlechte Wohnverhältnisse quasi legalisiert gehen. Aber was schätzt der Schöfferrat, wie viel Zoll von den Logementen durch diese Modifikationen werden zu holen, hier an der Stadt natürlich. So, ich muss merci für die Antwort. Merci auch, Madame Kant. Ja, vielmals merci. Also ich bin nicht der Portparole von der großherzoglichen Regierung, weder an der Frau Fiedrunner an der Heiter, und sind noch nicht an der Logementskommission an der Chambre. Dafür wisst ihr da verschiedenes mehr wie ich, weil es gibt noch kein Avant-Projet de loi. Wir sind effektiv gerufen bei den Logementsminister, da waren Madame Polfert, Herr Bauer und ich selber, und da konnte man ein paar Fragen gestellt, nämlich effektiv über die Salubrität, wie wir die Kriterien gesehen haben, noch über die Mietkommission. Wir haben auf die Frage geantwortet, wir sind der Meinung, dass Siegfried muss dignement können leben hier am Land, an der Meinung als der Minister auch unser Service, der geteilt der gerufen an der Gruppe de Travail, justement für zu gucken, für das, ich meine, geht da für allem drin, dass hier am Land ein einheitliches Salubritätsgesetz besteht. Wie gesagt, wir haben da nach kein Avant-Projet de loi, das heißt, kann ich da nach nicht mehr Informationen geben. Ich meine aber, dass es normal ist, dass wir auch schon Kontrolle machen, dass wir gucken, dass wir auch Proprietären frohen, dass sie sich konform setzen zum Salubritätsgesetz, weil wir wollen alle gut nicht, dass irgendein insaluber wohnt. Und ich meine, das ist das Normalste von der Welt, also wir machen auch schon Kontrollen, und da gehen dann noch Briefe raus, und dann haben die Proprietären eben eine kurze Zeit für sich nicht für das dann Treue zu bringen an ihrem Logement. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe, Eigentum verpflichtet. Wenn ihr etwas hört, dann muss ich noch gucken, dass es dann ständig ist, und der wird Leute nicht wie Beichten in der Dach bringen. Und das ist uns hier als Stadt Lützeburg ganz wichtig. Dafür auch die 9 Meter Carré pro Kummer. Ich meine, das ist aber das Minimum für ein Kummer. Also da geht dann noch darum, gehört dort Dusche zum Beispiel mit dabei oder nicht. Kann da noch ein Kitchenette dabei sein oder nicht. Und da hat der Minister uns die Fragen gestellt. Wir haben gefunden, dass bei 9 Meter Carré Kummer Läng am Anfang durchgeht, an nicht nach Duscher Kitchenette muss können da dran sein. Wir warten, der Minister genau décidiert, da wird den Avant-Projet de loi ausgesagt. Das kann ich hier schaut, am besten wollen noch nicht so. Wie gesagt, ich war auch nicht an der Chambre-Kommission, weil ich nicht an der Logementskommission sind. Und wir werden da ein Avant-Projet de loi, für dann auch uns den genau anzugucken. Wir nachher, dass uns als Chef aber ganz wichtig, dass die Salubritätskriterien auch respektiert gehen, auch eine kleine Message und Proprietären, wenn es klifft, respektiert Salubritätskriterien, guckt, dass die Leute aber dignement können leben, auch wenn das Logement vielleicht nicht ganz groß ist, das aber muss ein Fenster zum Beispiel dran sein, das ist das Allermannste, kann ich nicht mit Sachen gesehen, wo in einen Keller so die Fenster, das geht alles nicht. Dafür machen wir auch weiterhin Kontrollen, und dafür gehen auch Proprietären da weiterhin gebeten, hier Sachen an die Reihe zu bringen, wenn sie nicht an der Reihe sind. Vielmals merci. Ja. Merci auch. Da kommen wir zu einer nächsten Frage. Also, Madame Milchen hat eine Frage, da muss man noch drauf werden. Das ist ein bisschen ein Doktorthese. Man von den Logement abordabel bei all den PAP früh 2016, bei all den PAP no 2016. Voilà. Ja. Und dann noch eine Frage von der Madame Brümmel über das Projekt de Jardinage zu Hollerich. Madame Brümmel. Ja, danke, merci für das Wort. Schulgärten gehen ja ganz gern als pädagogische Aktivität herausgestellt, weil ja, Schulgärten eben verschiedene positive Aspekte bewirkt, darunter Development von psychosozialen Kompetenzen, Autonomie, Durchhaltevermögen, Geduld, aber auch ein Apprentissage vom Zusammenschaffen und von der Equipenarbeit.
eine Verbindung zur Natur, an natürlich Verständnis, also Wissen über Zyklen an der Natur, an über Ökosysteme. Da wissen wir auch, dass über Drohen oder Weitergehen von Savoir, Wissen, wie ein Gart bestellt, gemacht wird, zusammen mit der Assoziation Gart an Heim. An die haben ein Pilotprojekt ausgeschafft an der Cité Jardinière vom Petrusdal, wo zusammen mit der Schule zu Hollerisch, mit der Grundschule von Hollerisch lebt. Also da war so, dass wir ja 2021 Überschwemmungen am Dall hatten, dann haben wir auch da bestimmt von der Renaturierung, an da sind Mauern mussten neu gemacht gehen, an Fett als eben das Projekt vom pädagogischen Gart bis an der Schwirft ist, findet so ein ausgesagt ist, weil Kanner nicht mehr an den Gart kommen können, wie das den Achse über Trab nicht säkurisiert ist oder unadaptiert ist für die Kanner. An dem Kontext wollte ich eben wissen, wo wir draus sind mit dem Bau von den Mauern, mit der Renaturierung, wie das fertig ist. Und ob es möglich ist, für das Kanner nach eine ganz Saison verpassen, was den Jardinage angeht, ob man nicht eine Tischlesung können finden, wo dann so etwas wie ein Sicherheitsgeländer angebaut wird, für das Kanner aber sicher von Urwen raufkommen an ihren Gart, weil von innen aus den Achse, wenn der Renaturierungsarbeit noch blockiert. Und profitieren dann davon, dafür zu freuen, ob den Schöfferrot nach einer Jardinpädagogik wie den eben am Petrusdal, so auch mit der Assoziation Gart an Heim, viel gesehen hat. Und ich freue mich auf die Antwort. Merci. Merci, Herr Bauer. Vielmals merci, Madame Bürgermeister. Vielmals merci, Madame Brümmel, für hier interessant froh. Weil der Sujet ist, den uns auch für die Zukunft ganz viel wert interessieren und passionieren, weil wenn man die Toten lebt, die kann man auf den Weg gehen, dann ist das eine gute Sache für das ganze Leben an der Hinsicht. Schon die Antwort, die ich auch werde gehen, die sind unter der Supervision von meinem guten Kollegen Paul Galles als Schulchef. Wir sind ganz froh für all die Schulen, die auf den toten Weg gehen. Wir probieren aber auch, und deshalb wird der Chef doch schon probiert hat, für wirklich auch die Schule überhaupt nicht gering zu machen, dass wir auch mehr so Sachen an der Schule selber eventuell auch können machen. Für das heute nur geht, dass sie dann zusammenarbeiten, die wir mit dem CTF, mit dem Coin de la Terre, die Foyer machen, mit den sogenannten Kleingärtner. Und ich meine, dass das etwas ist, wo wir auch ihnen immens dankbar sind, dass sie helfen, hier Expertise der Schulen an den Kindern zur Verfügung zu stellen, für die Gärto-Pädagogik im Moment auch mit den Klassen zusammen zu machen. Es war so, dass an dieser mit Recht, dass den Gärto-Center 2020 eben an einer mehr schlechter Situation ist durch die Überschwemmungen, und eben noch durch die Arbeit von der Renaturierung, als die Gärte am Moment rollerisch nicht accessibel oder nicht säkurisiert, mal accessibel an die Arbeiter wieder gefroht hat, die sind für die Reflexion von den Bauern an den Meur de Südtenement, wie sieht das auf Lützburg? Stützmauer, schon hat gesagt, merci vielmals. Die Stützmauern zu bauen, die fängen am August an, Ende August des Jahres fängen die an die sind, wann nicht gerade ein Previewen oder dann Temperaturen als so viele Rechnung machen, sind sie Ende Januar 27 fertig. Und dann hast du viel gesehen, dass natürlich im Moment all die Accessibilität zu dem Gärtner so garantiert wird, über Treppen an alles, dass man im Moment kann, können die flotten Gärte im Moment zur Verfügung stellen. Aber leider Gottes ist aber bis dahin wirklich nicht möglich, für das Lohnach aufrecht zu halten, sodass Lohnach muss bis die Januar, also bis die neue Saison 27 sich geduldigen für diesen wunderbaren Projekt voll entlaufen zu kriegen. Das heißt, sie können schon anfangen zu malen und zu pflanzen und auszudenken, wie sie die Gärte im Moment 2027 bearbeiten. Die letzte Frage, und ich meine, das ist auch an Kontrolle von Paul Galles als zuständige Schulchef so, als natürlich, dass wir als Schule immer, als Gemeinde immer froh sind, wenn neue Initiativen von den einzelnen Schulen kommen, und das auch am Gangen zu geschehen, notamment zu Beggen, an der Cité Jardinière Ulzicht,
die am Gangen ist, wie gesagt, auch mit dem CTF von Beggen so ein Projekt auszuschaffen, und zusammen noch mit dem Komitee d'école von Beggen, das dort zu machen. Das ist, dass weitere Projekt schon am Laufen ist. Und ich meine, dass ich halt keinen Appell machen an all die anderen Schulen, wenn der Lust hat. Wir sind dafür für den Moment zu gucken, ob wir da können die Sachen zusammen zu machen, wenn wir nicht fertig bringen, an dem jeweiligen Schulhaft schon direkt so etwas zu machen. Voilà, vielmals merci dafür für Ihre Frage. Und ich hoffe, ich konnte euch die Antworten geben, für die alle Menschen zufriedenstellen. Merci. Merci. Dann eine Frage von Madame Mitchen. Madame Pfeiffer, erlaubt mir just eine Nachfrage. Das ist auch eine provisorische Lösung als technisch nicht machbar oder geprägt für das. Wir sind da also das ist auch ein Vorsichtsmaß. Ne? Wir sind da an einer ganzen Zone, wo immens viel geschafft wird am Moment nach wenn der Renaturierung, aber wo auch Mengen ist irgendwo ein Vorsichtsmaßnahme ist, für nicht nach unzufangen oder das Jahr etwas zu machen, weil sowieso nächstes Jahr wird ganz neu ausgesehen, ganz besser ausgesehen, da wenn es eigentlich von den Services auch dekommandiert gibt, für die Toten zu machen. Merci. Merci. Und dann eine Frage von Madame Mitchen. Merci, Madame Busch, mich für Wort. An der Antwort auf meine Frage vom 8. Mai 2025 betreffend den Minigolf am Grund, wo gehen das Feldstein von der Felswand auf das Site aufgefallen waren, Sicherheitsanalysen und zusätzlich Sicherungsarbeiten um Fels notwendig wären für die Ouverture von Minigolf zu garantieren. Es wird auch präzisiert, dass die betroffene Felswand am Besitz vom Staat ist und das Gespräch mit dem Staat an der Appoint Chaussee am Gange wären, für eine nachhaltige Lösung zu finden, die Sicherung vom Site ermöglicht. In diesem Kontext erlaube ich mir folgende Fragen zu stellen, als an der Zwischenzeit eine Lösung mit dem Staat respektive mit Appoint Chaussee Fond gehen, für die Sicherheit von der Felswand über den Minigolf zu garantieren. Wer eine konkrete Sicherungsmaßnahmen von Santa hier umgesetzt oder sind aktuell vorgesehen? Als die Risikoanalyse mittlerweile aufgeschlossen, wird das Site von den zuständigen Autoritäten als sicher eingestuft. Für wenig kann die Ouverture von Minigolf für das Publikum envisagiert gehen. Und schlussendlich, falls die Ouverture noch immer nicht möglich ist, wäre ein Schritt bleiben noch zu machen, auf welche Seite provisorische Kalender für die Arbeitsstunden und die nach ausstehenden Decisionen aus. Vielmals merci. Merci auch. Wir waren nicht mehr spät nach Philo am 9. März sur place und haben geguckt, wer den könnt machen an unserem Wunsch. Als nach immer, dass den von der Sommersaison könnte Minigolf opmachen, nicht ganz, nicht so wie eine Lo als mit 6 bis 7 Pisten, also mit klein. Das heißt aber, dass wir drunten müssen einerseits ob die Felsen selber so Plakagen gemacht gehen, innen drinnen eine Mauer, also auf Pilotieren, habe ich gesagt, eine Mauer von 2 Meter hoch, für wirklich Wanner so gingen stehen aufhalen für dat die gingen op de Boden mal so gesichert fallen do käme auch nach Sand hin die Erbechten die gehen einerseits mit der Pensée Chaussee an der Woche mit diesem Service Forêt gemerkt. Ich kann nicht aber ich ging nicht wollen loden Engagement holen, dat wir fertig bringen. Wir schaffen aber drin. Wir schaffen drin, dass den 400 größer Vakanz das du könnt machen. Das geht uns also lo nach Mond, aber es schwer nicht aber nicht. So, und dann noch eine Lastfrage, die von dem Herrn Costa über den Restaurant Chiche. Vielmals merci, Madame Mechtech. Den Restaurant Chiche im Landwirtsbereich hat ungefähr 70 Employés, die alle Guten aus Flüchtlingsparcours kommen, an bei dem Projekt, dem Restaurant, auch natürlich Charakter der Integration sozial gibt, neben dem kommerziellen Aspekt vom Restaurant. Das ist auch gerade am Quartier Landwirtsbereich zu einem Treffpunkt gehen, wo verschiedene Kulturen sich man mischen, den Mengen auch von einem großen Teil von den Leuten der Stadt, aber auch darüber hinaus appréciiert wird. An den Projekt hat sich auch schon ausgeweitet Banner Gemengen, wo so welche Städte auch Gemengen sogar ob sie zukommen sind, für das sie sich auch auf andere Plätze implantieren. Menge Informationen nur besteht aber das Risiko, dass das Restaurant muss deren zu machen, weil es eben eine Frage gibt, par rapport zu einer Autorisation d'établissement, die den Restaurant müsst kreieren, für können mehr wie 50 Personen zu servieren. Und dafür müsst quasi eine zweite Fluchtweg aménagieren, den aber dann nicht auf
Straße rausgeht, auf die andere Seite müsste rausgehen aus Sicherheitsgründen. Und da ist meine Informationen eben nur so, dass die Stadt Lützeburg nicht die nötige Autorisation, wie sie Login hat, für das können zu machen. Das ist nämlich so, dass den zweiten Fluchtweg da müsste durch den Lokal go von dem Zirkus Saltimbanque, ich weiß nicht, wie in der Schweiz. Genauso. Das ist richtig gut. Die Lokatäre sind bei der Stadt Lützeburg. Und soweit ich bin informiert bin, gouf das refusiert für so ein Chemin de Fuite zu aménagieren, weil das nicht an der Konvention oder am Bei 4 wie mit Saltimbanque, da sind da unter der Passage gemacht. Und gleichzeitig das eine Servitude, für die auch gibt, das war das Argument, weil ich erklärt habe, dass die Stadt gehen hat, die gibt ein möglichen Development von der Platz an der Zukunft verhindern, von Seite von der Stadt. Das ist natürlich ein präziser Fall, den aber auch ein bisschen allgemein vorstellt, was für Unterstützung kriegen Projekte, Restaurateuren, wenn sie mit so mal administrativen Problemen, Herausforderungen konfrontiert sind, die an diesem Fall ja auch noch so gut evaluieren vom Restaurant vorstellen, wissen, dass heute Commerce von all die anderen beliefert, das heißt, von den heute Tier muss zumachen, dann ist quasi das ganze Projekt fertig. An dem Kontext hätte ich ein paar Fragen, dass einfach mal froh, ob meine Informationen richtig sind, oder das können konfirmieren, was ich gerade gesagt habe. Der zweite ist froh, ob der Chefrat nicht der Meinung ist, dass gerade wie dem Charakter sozial und die Inklusion sozial vom Projekt, dass es ein großer Verlust wäre, wenn die dort den Commerce müsste zumachen, sowohl für die Landwirtschaft als auch für den Staat. Hat den Chefrat in dem Kontext den Kontakt gesucht mit der SBL Saltimbanque, für zu gucken, ob es aber möglich ist, hier eine zweite Fluchtweg zu installieren. Aber was wären dann die konkreten Projekte, die auch machen, dass durch so eine Servitude, dass dann eben konkrete Projekte nicht könnte gemacht werden von Seite von der Stadt Lützeburg. Das ist ja wohl ein Argument gewesen, weil ich das mitgekriegt habe. Und dann genau, für eben dem Rechnung zu drohen und dafür zu sorgen, dass nicht 70 Leute hier losgehen, was ja dann Konsequenz für, wenn der Restaurant muss zumachen. Was für Soutien hat die Stadt, was für Unterstützung hat die Stadt dem Restaurateur, der Restauratrice gehen, für dass die Fermeture kann evitiert gehen und als vielleicht auch dann einen anderen Espace proposiert oder gibt einen anderen Espace proposiert, falls auf der Platz nicht möglich ist oder geguckt vielleicht ob es zu finden. Und dann mehr generell, voilà, wie geht die Stadt mit so Situationen wie wird für eine Unterstützung kreieren Commerçants, wenn sie eben mit so froh, so administrative froh, wie die heute konfrontiert sind, eine Regularisation eigentlich von der Situation, für zu gucken, dass sie weiter können, dann noch mit Respekt von all den Sicherheitsvorschriften, wie man natürlich auch füllen, können weiter ihre Commerce aufrechterhalten. Vielmals merci für Ihre Antwort. Merci auch. Herr Costa, Sie sind ja exzellent informiert, weil ich schon der Madame Donovan den 19. Mai einen Brief geschrieben und sie hat mir den 2. Juni auch geantwortet. Ich werde hier auch auf Ihren Brief antworten und die hat mir den 7. Juni vorgestellt. Also das heißt kein Administrativ, das ist eine Sicherheitsfrage. Das ist eine Sicherheitsfrage. Ich muss zwar sagen, dass das war eine Sicherheitsfrage, an die dann eben vom CGDIS geguckt hat mit der ITM, mit den Restaurants, die geht so, an der Formcenter 2000. Das ist also keine neue Situation. Das ist also nicht der Moment für uns, so ein bisschen Chantage zu machen. Aber wenn die Restaurants zugemacht gehen, da gingen wir zu, wir machen nicht an eine funktionierte Lo so, ohne die zweite Porte Sortie Center 2000. Madame hat doch schon ein paar Mal gefragt, wir können das nicht machen, das mal zahlt der Bank geschwert gehen, an die sind auch nicht, weil das eine Sicherheitsfrage mal nicht, das ist eine Sicherheitsfrage für einerseits den Restaurant, ja, mit das auch eine Sicherheitsfrage für auf den Terrain zu kommen, hannen, auf einen Platz, wo ganz viele Kanner sind, aber wo fremde Leute könnten eben da rauskommen auf einen Platz, der aber gesichert soll sein für die Kanner. Das sind Kanner aus der Zirkusschule. Und da müssten sie ganz weit von oben durch den Terrain raufkommen. Sie hatten da auch sogar einmal gefragt, in der Restaurant für dann hannen, da wo die Zirkusschule hier da was effektive Gerd, für da eine Terrasse nach könnten zu machen. Und das könnt nicht davor. Wir können Kanner nicht da, effektiv an Gefahr setzen, dass
Normal sind die Leute alle goren fein, aber wir können das nicht zulassen, dass da fremde Leute auf den Terrain Achse haben. Oft gesehen, dass der ja nicht von den Droit de Passage eine Servitude gibt, da kann der ja nicht nur für den Restaurant, da muss den auch hinauf für andere Situationen gelten. Wir sind aber gerne bereit, und ich meine also auch nicht, dass den Lot so gemerkt wird, wie dass all die Institutionen sind mehr wie 6 Jahre, das dulden, was 70 Leute schaffen, dann dulden sie, das alles sind mehr wie 6 Jahre. Wir sind aber ganz gerne bereit, Madame Donovan enke zu empfängen und zu gucken, ob es auf anderen Plätzen Möglichkeiten gibt für den Restaurant, wenn wir dann etwas hätten, wenn wir etwas gingen wissen, für da etwas zu finden. Voilà. Das ist also ein bisschen mehr vielschichtig, wie in das vielleicht, wie in das denkt. So, damit gingen wir aber für heute die frohe Stunde auf, schließen wir die halbe Stunde weit, ich war drauf, mit wären aber lauter wichtig und interessant Frauen, sie sind immer interessant und immer wichtig. Wir kämen dann bei einen von den wichtigen Punkten, den Enseignement, und zwar die Antworten von den Schulchefen auf all die Interventionen von den Conseillers. Herr Galles. Ja, merci vielmals, Madame Bürgermeister. Merci auch ihr alle Gute für all Ihre Überlegungen, Bemerkungen und Frohen, besonders Madame Macht, Madame Brömmel, Madame Bartolini, Herr Boissante, Herr Wagner, Herr Radu, Herr Weid, ich war noch unter Protest. An alle Guten, die da so am Laufe vom Jahr d'Alliance weitergeht, Idee beidroht an noch Themen urrecht. Ich gesehen das ein Exerzice von der Schulorganisation, von der Diskussion immer als eine Bereicherung, als eine Chance. Kein von uns kann ja alles wissen und noch alles gesehen, aber für mich ist es immer eine Gelegenheit beizulehren, Sachen aus anderen Perspektiven zu gucken, und noch das eigene Handeln zu reflektieren. Das tue ich über den sonnigen Weekend trotz einer Erkältung aber gut machen. Ich habe meine Präsentation angefangen mit einem Gedanken zu den Spielräumen. Herr Radu hat genau die Gedanken abgegriffen. Die Politik ist die Kunst vom Möglichen. Es ist gelehrt, den Spielraum zu gestalten, so gut wie möglich. An der Schulorganisation ist tatsächlich also Spielraum von der Gemeinde ziemlich beschränkt. Und trotzdem ist es mehr groß, wie wir oft mengen. Ja, es geht, so wie Herr Radu zu Recht betont wird, darum, dass es kann etwas lehren. Und ich meine auch, dass das oft vergisst wird. Es geht um Bildung, sich also ein Bild können machen von der Welt, also sich ein Bild können entwerfen von dem, wie sie als Kanner sich an dieser Welt bewegen und können zu dieser Welt auch beitragen. Zugleich ist alles anders drumherum nicht einfach so schmückendes Beiwerk, mehr scharfe für Bedingungen für eine ganzheitliche Bildung, zum Beispiel für Naturpädagogik als Beispiel zu holen. Wir geben den Kanner ein Bild von sich selber, von ihrer Zugehörigkeit zu dieser lebenden Welt, an der damit verbundener Verantwortung. Ich will noch einen ganz kurzen Moment bei dem ganz prinzipiellen Gedanken bleiben, den da ja eine Reihe von nicht angestoßen. Eisen hauptinstitutionelle Partner als Direktion regional. Und es sind enorm froh über die wirklich gut zusammenarbeitet. Auch wenn wir einst Kompetenzgrenzen neu müssen ausloten, definieren oder ajustieren, also habe ich ganz großes Vertrauen gewusst. Sie verschaffen zum Beispiel die berühmten Epstein-Resultate, die Réussite scolaire müssen. Eis gehen a priori die Resultate tatsächlich nicht tun, mehr an Heiken das vertrauensvoll zusammen schaffen an Spiel. Sie schwätzen mit Eis die Mesuren auf, die sie aufgrund von den Epstein-Resultaten für die Einzelschulen holen, wo es eben ein bisschen schwerer fällt. Aber wir können dann als Gemeinde gucken, ob man dann zusätzliche Ressourcen wie als Postmobil auch dahin schicken. Sie sind also nicht gerade so darf, wie der Herr Radu es gefragt hat, wir eigentlich am Kontra, wir treffen da Gott sei Dank auf ganz groß offene Ohren. Hier geht es ja um die Frage, die eine Reihe von Regiments wichtig ist, nämlich, ist unser System wirklich gerecht? Der Kontingent, den noch erwähnt ist, der spielt da neben den Epstein-Resultaten an dem situativen Ansatz von der Postmobil auch eine Rolle, als aber just ein Hebel von 3. Münde Kontingent liegt die Wahrschafft, das vor, wir hätten doch mehr radikal können machen, wir haben mit alle Schulen zusammen Gespräch gesicht, an der do war hier ein gemeinsamer Schwur. Das Schulsystem lief meiner Meinung nach von einem Equiliber, den zwischen ganz vielen Akteuren besteht. Den Equiliber ist kein Selbstzweck und trotzdem so etwas wie die frische Luft am Spielraum Schule. An mir ist es wichtig, den Equiliber nicht aufs Spiel zu setzen.
Ich bringe nicht fertig, immer jitfragen Satisfaktion zu gehen. Ich weiß zum Beispiel, dass der Komitee de Cogestion lo nicht ganz hoch ist über das Dispositionen zur Surveillance. Und Madame Arendt war so fein, die Bedenken noch näher mit zu delen. Ich meine trotzdem, dass wir als Gemeinde einen klaren Text brauchen, den als juristisch aufsichert. Und es ist natürlich nie Verschluss, wenn es sich weiß, dass man den Text adaptieren müssten. Wir analysieren die ganz konkreten Befürchtungen, die ausgedrückt werden, und die vielleicht gar nicht so zutreffen, wie sie ausgedrückt werden. Madame Brümmel, die hat mich gefragt, nur den konkreten Zielformulierungen an Timelines für die 6 Prioritäten. Die 6 Prioritäten bewegen sich ja ganz unterschiedliche Kader. Das sind Hard Facts und das andere sind dann Soft Skills. Das kann ihn nicht auf dieselbe Art und Weise müssen oder eine Plan d'Action füllen. Mit das aber eine Freude, die mich den Weekend viel beschäftigt hat. Dafür ein Merci für den schönen Weekend. Ich werde versichern, alle Frohen und Bemerkungen an die 6 Punkte noch anzuordnen, für das wir ein bisschen eine kleine Struktur behalten. Noch ganz kurz, wie sind ich überhaupt zu den 6 Punkten gekommen? Ich betrüchte und sage immer systemisch, das ist ja in der Zwischenzeit bekannt. Ich denke, dass es alle gute klar, wie unheimlich komplex den System ist. Aber für das System sich an die richtige Richtung bewegt, geht nicht, wie bei einem komplexen Motor, immer ein paar Schrauben und denen als echt drehen misst. Das sind dann die 6 Schrauben, die ich in diesem Moment identifizieren. Das können späterhin andere gehen. Und sie vielleicht auch nicht immer die größte Schrauben oder die wichtigste Schrauben. Ich meine, sie wären aber nicht die wichtigste. Mit sind die, von denen ich meine, dass sie den Unterschied können machen, für das ganze System leicht zu justieren, für die richtige Richtung zu behalten. Was die erste Schraube oder Priorität angeht, also die neue Form von Gebäuden, so ist als Ziel, ein Basisbauprogramm auszuschaffen, in der Logik von einem integrierten Bildungshaus entspricht. Das Ziel müssten wir eigentlich bis Ende dieses Jahres stehen haben. Von da aus gehen dann alle als Bildungshäuser natürlich auch Berücksichtigung von den spezifischen Konditionen von der Quartier, nur der Matrix für Raumkonzept geplant. Bildungshaus gar, als an dem Sinn ein bisschen als ein Pilotprojekt, für das denke zu probieren. Übrigens, hier bei mir bei vielen anderen, was wir Neues machen, folge ich nicht ganz gerne der Logik Pilotprojekt, evaluieren, Ausdehnung auf einer Quartier oder auf einer Projekten oder auf die ganze Stadt, so wie wir zum Beispiel auch bei der Mega so wollen abhaken. Ich finde im Moment bei der Gare zu bleiben. Ich gehe von ihr, Madame Martz, und auch Herr Boissante gefragt, ob man eine Evaluation hatte von der Fusion auf der Gare. Qualitativ konnten wir praktisch just positiv retouren. Es gaufen pure Eltern, die Sorgen hatten, dass das schulische Niveau hochgehen. Quantitativ hat man zwischen 2021 und 2025 immer zwischen 280 und 283 Kanner an den 2 Gebäuden zu summen. Letztes Jahr, also das vergangene Schuljahr 281, für 2 Jahre, und am laufenden Schuljahr aber 291, das hat 10 Kanner mehr. Das ist also gut Zeichen. Das ist ein Zeichen dafür, dass nicht Familien oder Kanner massiv Lotgarverlust hatten, wenn es der Fusion vielleicht sogar ist der Konträr. Im Moment vom letzten Schuljahr haben 11 Kanner gar verlost, das ist aber total am Kader von den normalen Zahlen. Just für dann eine kurze Vergleich, bei der Dietrich, da sind 13 die Paare gewesen, 10 sogar 16. Wir haben die Fluktuation die ganze Zeit immer überall aus ganz unterschiedlichen Gründen. Jetzt sind auch keine weiteren Fusionen geplant. Ich meine, die Herr Boissante hat da nur gefragt, weil das war ein ehemaliger Fall. An den anderen Quartieren, an denen wir eine Reihe Gebäude haben, weil der Quartier geht nicht, wo wir pur Gebäude haben an dem Ressort scolaire, sind sie normalerweise abgedehnt auf Zyklen. Es gibt also keine Parallelsituationen, wie wir die an der Welt und an der Commerce hatten. Par contre, kriegen wir aber in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch neue Ressourcen dabei. Aber vielleicht muss man dann noch den einen oder anderen Moment mal gucken, ob wir die Grenzen müssen aufpassen, wie das man kann so verdelen, dass sie auch auf die Inselgebäude da gut passen. Was weiter Ziele angeht, Madame Brümmel, der Plan pluriannuell weist ja auch ab, wo renoviert, erweitert oder neu gebaut muss gehen, sowohl für Gebäude wie auch für Schulhöfe. Wir haben in dem Sinne noch keine Kartografie mit Scoren. Ich meine, Herr Boissante hat noch gefragt, wie fit als Gebäude sind. Mit Architekten haben interne Rhythmus von der Revision von allen Gebäuden in Infrastrukturen. An nur den Kriterien, die ich bei meiner Präsentation genannt habe, wird dann noch entschieden, ob auf wie viel neu gebaut muss gehen, und ob was dafür aufgehabt oder erweitert wird. Ich weiß, dass ich immer noch mehr erwarten kann. Ich muss den Architekten in immens großes Kompliment dabei ausschwätzen,
dass sie sich lo schon an 3 Diebeln für also vielen Ufern immer im Not zu kommen, am Matteis ganz transparent durchzugehen, wie man mengen, dass Staat sich werden entwickeln, aber wo man muss eben als Schulen und als Infrastrukturen adaptieren. Dafür ist ein Ziel auch ganz einfach, all die Projekte zu realisieren, so wie wir es am Plan pluriannuell haben, wohl wissen, ihr wisst ja doch, Madame Brümmel, dass so Zielvorgaben wichtig sind, für das ich weiß, wo ich will hingehen, aber wir natürlich immer doch an der Timeline dann Ajustementen. Übrigens ist auch für die Kirche Birch ein weiteres Gebäude Campus geplant, das fand auch am pluriannuell, dass das dann erlauben gäbe, da aus alle Containern rauszuplündern, weil man natürlich gemerkt hat, tatsächlich, da war die Evolution vom Quartier mehr groß und mehr sehr, wie das für eine Reihe Jahren vorausgesehen ging. Der hat auch zu Recht vorgestellt, Madame Brümmel, nur den Temperaturen an den Gebäuden. Das ist ein Froh, dass alle gut noch am Schafferrot immer umtreibt. Gott sei Dank betrifft die zu Lützeburg relativ wenig. Mir leider als Tendenz ist da steigend. Wir haben als Lo am Enseignement nach prinzipiell eine Schafferrotserklärung für ein paar Jahre, dass wir aus Energiegründen keine Klimaanlagen installieren. Wir haben 2 Sachen in der Hall. Der Servicearchitekt hat Eva de Mekum, die wisst, das wird ganz gerne nun, für den Gebrauch vom Gebäude ausgeschafft, nämlich zum Beispiel, wenn ich lüfte, nicht, weil du gehen auch oft ganz konkret pragmatisch Fehler gemacht oder gehen Sachen erholt, die natürlich dann her nur der Killung vom Gebäude nicht dinglich sind, also während der große Hitze. Aber weil dadurch kann ich schon vieles verhindern, an dem Sinn so ein Gebäude richtig fährt, wie die Architekten das ganz gerne so. Und nicht gouf ein Großzöller von Ventilatoren kaufen, weil das war nämlich die Mesure, die wir das letzte Jahr geboten hatten, ganz urgentement an der Urgence eben zu helfen. Und dafür mal so das Tür präpariert, an dem es mal einfach als Doktor gelöscht haben, für durch die Dichte da durchzukommen. Die gehen dann natürlich an dem Moment dispatcht, ob die Insel Sitten, so wie sie gebraucht gehen, nicht alle Gebäude brauchen selbst. Was Spielplätze bei den Schulen angeht, so hat man für 3 Wochen mit dem Service Maintenance Parking eng löscht beschwert, mit alle Sitten von der Stadt, für sie alle gut durchzugehen, die Regeln zu gucken, und noch die Signalisation anzupassen, falls das nötig ist. Wir nämlich leider nicht nur den Fall, dass Heinz du Schulhaf nicht obsinn als Spielplätze nur, weil wir hat ja schon so viel auch diskutiert, mir noch Heinz zu den umgekehrten Problem, dass du Haf eben dann obsinn und dann aber auch ganz dann nur bei Wohnhäuserleihen an der ganz oft spät nach Comedy-Doors, dann muss man dann in dem Moment natürlich auch regulieren, auch dass auch das kann verhindert gehen. Natürlich muss man noch gucken, dass die verschiedenen Erwartungen und Allianzen noch bei nie kommen. Equiliber. Zu Becken übrigens, Madame Brümmel, der hat mich gefragt, geht den Schulhaft zu summen, Mam Gebäude, ob ich schon mal das von der Architekt noch konfirmieren gelassen. Der Safe Space rund um die Schulen macht mir hier an der Stadt am Moment, an dem wir für all die Schulen gucken, einen so drüssig zu kriegen. Am Rollinger Grund ist das am Moment zum Beispiel Teil von dem Chantier, den der vielleicht auch an der Hauptstraße gesehen hat. Natürlich wäre es super, war rund um die Schulen immer großen autofreie Perimeter wäre. Mit vielen Schulen leihen schon auf ziemlich ruhige Plätze, ich nenne einfach mal den Zanz, den Campus um Zanz, an andere aber auf ganz stark befahrenen Hauptverkehrsorte, wie zum Beispiel zu Merl, die man nicht einfach so sperren können. Dafür zu 30 an eine klare Signalisation, also mal W, ob die wir hier als Gemeinde wollen gehen. Die Madame Brümmel, die hat auch noch weiteren Infos gefragt zum Pedibus. Wir haben im Moment 245 Kanner angeschrieben. Wir haben 40 Begleiter, die Formationen gemacht haben. Die Linien vom Pedibus, der Moment laufen, die sind Bel-Air Dietrich, Bel-Air Kaisern, Bonnewe Schlechtern, Zanz, Zeissing, Gar, Gasbrüch, Kirchspiel, Schlampertz, bis auch länger Grund, weil da zu sehr gegangen, also schon doch nicht schriftlich an länger löscht. Neue Linie für das nächste Jahr sie geplant zu Beggen, zu Hollerisch, zu Hamm und zu Merl. Wir bitten immer an die Kartien immer neu an, und da, wo wir dann eben noch Demande da wirklich auch konfirmiert kriegen. Wir gehen nämlich proaktiv und die Sache rund. Wir haben Linien ab. Das ist aber auch schon vorgekommen, dass man Linien auf Plätze proposiert, wo du keine Demande war. Da machen wir in dem Moment natürlich auch keine Linien auf. Wir beginnen wir dann als Offer ran und wir gucken, wie die Demande dann ist. Ob da Taxi-Älteren oder erzählt, das kann ich mir ganz schwer mosen. Ich kann schon sagen, 245 Kanner sind 245 Kanner, das ist schon ein Teil von den Kanner, die man am Pedibus mitgehen. Wir hatten tatsächlich auch für eine paar Mainz bei einem Hype zum Thema Cyclobus. Du wirst du ein Video für eine paar Mainz an den sozialen Medien rundherum gerne noch, also auch die vorgestellt, ob das an der Stadt machbar wäre.
Am Moment setze Mirlo als Stadt Lützeburg Lever op de Pedibus. Herr Goldschmidt hat mit dem geschwat mich auch erinnert. Natürlich kann können bis 13 Jahre am Trottoir Velo vermünnt hat sich eine Reihe Kanner, die am Velo, am der Trottinett an die Schule kommen, mit einem Moment keine ausgebaute Struktur von Velos wäre spezifisch für die Schulen, sodass wir so am Moment also für uns mehr einfach auf den Pedibus zu gehen, weil man den Kanner dann eben auch den nachhaltigen Weg an die Schule dann ermöglichen. Es schön hier an diesem Kader, wenn erlaubt auch die Fragen zu den Foyer Scolaires und den Crèchen mit. Die Herr Wagner hat nur die Prioritätskriterien für die Foyer Scolaires gefragt. Wir gucken die übrigens regelmäßig, eigentlich all Jahr sein am Chefrat und hat zusammen mit dem Chef des Service auch dazu letzte Woche eine Interview mit dem CET, mit dem Centre d'Égalité de Traitement, die ja genau die Frage stellen, sind als Prioritäten dann eigentlich und Realität angepasst. Also sie waren da eigentlich mit unseren Kriterien ganz zufrieden. Die Frage von der Adam ist auch gestaltet. Also wenn ihr bei der Adam angeschrieben hast, keine Alternative gar tut. Da fällt den zwar noch nicht offiziell an als Prioritäten, weil natürlich so eine Ausschreibung an der Adam ganz schwer zeitlich zu quantifizieren. Das wird bedeutet, was tut ihr für Rendezvous, wie oft muss ich da hingehen, wir Leute so eine Statue an dem Moment, und wir gucken dann mit dem Service Foyer Scolaire all einzelne Fall, und wir bitten die Leute nur Möglichkeit auch dann partielle Schreibungen oder eben übergangsmäßig auch eine Betreuung von ihrem Kind, sodass ich den anderen mir fanne für die Kanner, die betroffen sind, oder beziehungsweise die Eltern, die betroffen sind und die bei der ADAM angeschrieben sind, auch immer eine Lesung. Herr Bossant und Herr Wagner, der hat auch ein bisschen Christusatmosphäre abbrüchen und ich gewünscht, dass man eine 100%ige Kuvertur hätte mit den Kreischen oder zumindest ein öffentliches Kresch an alle Quartier von der Stadt. Das wäre super. Mit das ein bisschen ähnlich, wie man eben noch mit Privatschulen, ich komme gleich noch darauf zurück, ein System an der Stadt Lützeburg, den eben auch hier einen gewissen Equiliber hält, gibt es mal hier bei der Kreischen natürlich wirklich als Stadt Lützeburg, als Gemeinde, ein ganz kleines Part de Marché haben bei den Schulen, also viel mehr groß. Wir haben ganz viel Privatanbieter an der Stadt, und das war auch für eine Reihe von Jahren, die wisst da doch politisch gewünscht, dass die sich an die nationalen Konditionen halten, können aus privater Initiative Krechen abmachen. Wir schaffen als Stadt Lützeburg tatsächlich neue Krechen, wir vier nach neue Krechen abzumachen, aber wir sind weit weg, das geht nicht so, die an alle Quartier zu, und das wird eine Reihe Jahren dauern, weil der kleine Service, den sich löserlos muss abbauen, an die Löserlösung muss gucken, wo die Strukturen dann überhaupt auch für Platz fanden, weil das nämlich oft dann die entscheidende Frage, die sich stellt. Mit der Reform vom Chaque Service Accueil geht Gefahr, die Luenke an Chamber dann rackend, geht Gefahr von einer überdriebener Kommerzialisierung, die oft so als aber Verdacht zu Matsch wirft, bedeutend mit klein, sodass man am Moment doch mal an einen gewissen Vertrauen könnte mit den Privatkirchen koexistieren. Ich verstehe Ihren Wunsch, aber ich meine der Situation an der Gemeinde am Ende so ist, dass es nicht realistisch ist. Nerado hat sich auch ganz interessant Gedanken gemacht zur Gestaltung vom Rapport, wie man nur das Jahr hatte, wo man schon bei den Foyers, bei den Crèchen sind. Ich meine, der hat gesagt, alle Services von der Enfance zusammen, an aber getrennt. Und, ich denke, dass wir durch diesen Rapport an dieser Form, wie wir hier allein haben, und auch dadurch, dass die Foyers, Crèchen und Médecine scolaire Ende des Jahres mit ihrem Rapport an die Kommission Enfance et Jeunesse werden kommen, aber genau so das können aufpacken, wie die suggeriert hat. Hier als Punkt, wo wir zusammen als durchstellen und dann aber getrennt auch nein können die Sachen diskutieren auf den Plätzen, wo sie politisch dann hingehören von den Kommissionen. Pappen gucken ich auch mit einem kritischen A, besonders wenn anderen steht, dass es sich zu einfach gemacht hat. Am Platz Druck auszuüben, den dann fertig am Mann nach kontraproduktiv wäre. Will ich doch hier echt auf den Weg von vorausgeschaffenen Ideen gehen, die ihn dann easy kann umsetzen, für auch dann eben die Basis zu schaffen, wo eben dann die zwei Institutionen, also Schule und Foyer Scolaire, können auch Lehren zusammen zu schaffen und dann die nächsten Schritt können gehen. Wir müssen eine paar Karten einfach mal eine Basis legen, für die dort Zusammenarbeit hinzukriegen. Beim zweiten Ziel, der Gerechtigkeit vom System, lässt sich eigentlich just Berechnung vom Kontingent objektiv müssen. Dafür geht aber immer, ich meine, das war eine Frage, ich weiß nicht genau, von wem sie war, den allgemeinen Koeffizient vom Quartiergeholt, nicht der Koeffizient bezogen allein auf die Kanner, die an uns öffentlich Gemengeschule sind. Den allgemeine Prinzip von der Gerechtigkeit, die bleibt aber da, wo Hilfe gebraucht wird, da wird es natürlich auch hingeschickt.
Die Berechnung von Quartier zu Quartier, die wisst, ich wiederhole, nur denke, wie das auch klar ist, wir gehen de Kontingent an Quartier nicht nehmen unter nationaler Berechnung, also nur dem Koeffizient, den wir vom LISA kriegen, wir delen dann nach ein Jahr hier an der Stadt Lützeburg auf die Einzelkarten ab, nur ein Koeffizient, den wir auch vom LISA kriegen, und wir verdoppeln dazu gut, für das den Unterschied aber ein bisschen zu gesehen ist. Und wir gehen dann einmal hin, hallo, der Kontingent einmal liegt, die wir schafft, da der heißt dann einmal Differenz zwischen einem Quartier, den mir einfach gut, und einem Quartier, den mir schwerer ist, und dann haben wir eben mit der Postmobil mehr als Gemeng dann nach eine zusätzliche Mesure, wir können an den Quartieren auch dann die Kanner beizustehen. Es kann sich immer noch vorstellen, gimmer lo de Kanner wirklich gerecht mit unseren öffentlichen Schulen am Vergleich zu den privaten Schulen und den öffentlichen internationalen Systemen. Den Taux de Fréquentation, die Leute über die ganze Gemeinde geguckt, das Jahr übrigens bei 57,25% für den Cycle 1 bis 4, ohne den Präkost, den holen wir raus, weil den nicht obligatorisch ist, mit du hast den Taux übrigens ähnlich hoch. Wir haben also eine leicht steigende Tendenz. Den Prozentage von den Kanner, die bei uns an der Staatsschule kommen, geht leicht an die Luft par rapport zu den privaten Schulen, an den öffentlichen internationalen Schulen. Die Quartieren, an denen man mehr wie 50% Kanner haben, die nicht an eine Schule gehen oder an eine Schule gehen, sind Dummelding mit rund 53%, aber wie schon auch in der Präsentation gesagt, die Kirm. So ist aber kein einziger Quartier. So just drin sind nach Bel Air Kaiser mit 40%, am Merel mit bisschen Männer wie 40%. Der Rapport vom Observatoire de la Qualité Scolaire hat tatsächlich gewiesen, die zu Recht Europäer gewesen, dass tendenziell besser gestaltete Familien hier Kinder an Privatschule schicken. Mir andere Rekommendationen, ich sind die Rapporte durchgegangen, der Rapport sieht näherens, dass die öffentlichen Schulen nicht attraktiv genug wären oder sollte besser oder mehr attraktiv gehen. Das ist keine Konklusion, die sie aus dem Dote Constat ziehen. Ich verschließe mich sicher nicht nie der Diskussion, wie man Schulen nach können mehr attraktiv machen, das ist klar, nicht, dass das so als gemeinsam Ula ist und als alle Gute, aber ich sehe wirklich überzeugt, dass es nicht darum leid. Mir einfach darum, das Elternpaar, die davon ausgehen, immer kurz zu Lützeburg zu sehen, natürlich leben ihr Kinder an ihrer Mammespruch beschulen lassen. Das Projekt Alpha, den übrigens landesweit an alle Schulen wird nächstes Jahr am 3. Trimester aufhängen, kann natürlich darum nach etwas ändern, das ist richtig, theoretisch. Wir denken auch, dass man den ersten paar Jahren nicht viel Unterschied werden merken. Außerdem kommt dabei, dass in Experts-Communitäten auch traditionell Verbindungen zu gewissen Privatschulen einfach bestehen. Der Rapport vom Observatoire de la Qualité Scolaire, die weist auch, dass von 12 gelöschten Privatschulen der Art an der Stadt oder direkt bei der Staat sind, weil das verständliche Gründe historisch gewusst ist. Übrigens ist es auch interessant, ich habe nur geguckt, dass die Situation an den 2 anderen europäischen Hauptstädten ähnlich ist. Zu Brüssel noch viel mehr ausgeprägt wie hier bei uns in der Stadt. Mit du gehen natürlich auch nach einer Headquarters, NATO und so weiter, die wir nicht haben. Zu Straßburg ein bisschen Männer ausgeprägt, weil du auch Männer europäische Beamte sur place wohnen. Dafür war meine Idee, das Pferd von 4 zu sudeln, an den Kontakt zu den Privatschulen zu sichern, für zu gucken, ob mal ein Grabes kein zusammen machen. Das wäre ja interessant für die Mixität oder mal sich begegnen. Da besteht aber, ich muss ehrlich zugeben, kein immens großes Interesse. Das ist der Konstat, den ich gemacht habe, in den Gesprächen. Da fanden sich mit Sicherheit nach irgendwelchen Sachen, mit das nicht, dass du proaktiv eine große Strategie entwickelt wird, weil das Interesse nicht ganz groß ist. Was du gehst aber ganz gut liefern, ich kurz erwähnen, als der Quadropol, wo ich Stadt der Kanner mit Kanner von Trier, Saarbrücken, Metz oder Heinsdorf dann Eupen etwas zusammen erholen. Wir haben übrigens, wie die Herr Boissante gefragt hat, kein qualitatives Suivi von den nicht-leutzebäuerischen Kanner an ihrer Schulkarriere. Ich meine, die hat das gefragt. Weil die Réussite scolaire, von der Herr Rado ja schon auch geschwärzt hat, nicht an unseren Händen leidet, mehr der vierletzte Bildungsbericht vom Ministerium, den hat aber die dorten Thematik abgegriffen und auch noch im Ascenseur sozial geguckt, also wie sind auch die verschiedenen Karrieresphären, Schulkarriere, wenn man dann so kann nennen, man nicht vernetzt, dann du, ich gehe noch nicht weiter darüber ran, aber das ist sicherlich ein Rapport, den für Ulla ist ganz interessant, das durchzugucken, was da alles dran steht. Madame Bartolini hat eine ganze Reihe von pertinenten Fragen gestellt, die für mich auch an Perspektiven ein gerechtes System passen. Die Reaktion auf ganz komplexe Situationen am Kader von der Inklusion
hatte ich schon ein Beispiel von Dummelding für sich zu veranschaulichen. Auch da sind natürlich die gemeinsamen Reaktionen, die man dann darauf sind, natürlich komplex und vielfältig. Wir haben als Gemeinde keine Evaluation über die ganze Stadt, was alles so vielfältig gibt. Mit dem Komitee de Cogestion, mit dem wir ganz viel über das Thema gesprochen haben, weil sie ja auch dann eben die betroffenen Enseignants repräsentieren, die hatten eine Schätzung gemacht von so rund 50 Vielfällen. Aber da sind einfach mehr kleiner und mehr größer dran und da sind auch Wiederholungsfälle dran. Das ist also ein Zoll, die muss man aber ganz viel für sich genießen. Mit das aber einen Eindruck gehen dafür, dass es aber auf viele Plätzen trotzdem am Moment ein ganz relevantes Thema ist. Wie gesagt, Hauptkompetenz liegt bei der Direktion regional. Wir informieren also immer gegenseitig Gemeinden an die Direktion regional. Und als Gemeinde können wir eben mit also Postmobil antworten und noch mit den anderen Antworten wie der Cluster-Transition, die ich in der Präsentation schon genannt habe. Wir können aber auch am Kader von als offenen Malformationen anbieten zu Mobbing, zu Suizidprävention und anderen Themen, für das die Enseignants sich können weiterbilden. Das passiert doch. Und am Kader von der Madame Martyrer vor 2 Wochen über Mutilationen hatte ich auch heute schon am Gemeinderat ausgeführt, wie gut also Service Medizin skolär abgestaltet ist, aber wie sie an einem großen Netzwerk von Experten schaffen. Und der Service Medizin skolär hat eine Cellule pour enfants en détresse, die kann orientiert. Und die Eltern epauliert, und auch Personal an den Schulen und an den Foyers formiert und noch sensibilisiert. Insgesamt schaffen wir auch an so Enseignement ganz gut mit dem OKAJU zusammen, mit dem Ombudsmann für Kinder und Jugendliche, mit der Mediation scolaire und auch einmal mit externen Anbietern. Übrigens kann ich heute just konfirmieren, dass wir immens froh sind über als Psychologin, die man in der Gemeinde haben, die aber systemische Ursachen und damit die Familien Systeme schaffen. Das ist manchmal, da merkt ihr, das ist wirklich ein groß Perl, den das Departement wird man hier an der Stadt Lützeburg schon. Und am Juli haben wir ja auch eine Sitzung von der Schulkommission für allem zu dem Thema von der Prävention vom Harcèlement. Ich denke, dass der Rapport auch ganz vieles kann ergänzen zu dem, was ich heute gesagt habe. Vielleicht hat morgen noch der Prokureur im Radio hier um 100,7, David Lenz, der nun eine Gruppe gewisse Sachen ergangen, also dass das Thema Moment wirklich mit dem Bartolini auch ganz zu Recht à l'ordre du jour ganz urwe steht und auch für uns ganz wichtig ist. Nach Wort zu den Sickelsklassen zu Dummelding, das ist richtig, dass die Schule das so proposiert wird und das aus wirklich gutem Grund, eben für mehr Möglichkeiten so für Kinder, die verhaltensauffällig sind, noch können zu verdienen. Das ist auch richtig, dass von den Brevetierten kein sich darauf gemeldet wird. Das ist ein Schritt mit natürlich ihre Schwar, an dem sie mir haben ausgeliefert. Wie könnte man dem aber entgegenwirken? Das ist die Frage, die man sich eigentlich stellen müsste. Wie ich in meiner Präsentation gesagt habe, sind ich ganz offen dafür, für genau Kriterien zu gucken, nur denen nämlich kein Projekt schützen, also eine Schulgemeinschaft schützen, sodass in einer Schulkind ermöglichen, ihr Personal zu halten, falls Leute da wollen. Und wir hatten noch Fälle von Leuten, die auch das fortgegangen sind, oder andere, die wollten bleiben und die nicht über das Gemengesystem können, dahinter gesagt gehen, mit über das nationale System müsste kommen und dann eben nicht sicher sind, dass ob Dummelding kommt, das leider gar nicht in Eis. Ich habe noch nur in Diskussionen rund um Böschklassen auch schon eine Reunion präpariert, für zu gucken, ob man als vielleicht neue Moyen muss gehen. Also wir haben einfach das System appliziert, so wie es ist. Damit war mal richtig, also korrekt, mit das natürlich ganz schwer. Und ich will gerne gucken, ob es irgendwo Moyen gibt für das System so anzupassen, dass sie gegen Böschklassen für fairer planen. Am Moment muss eine Böschklasse eine ganze Reihe von Konditionen erfüllen, und die 3 ganz groß ist ein Platz, wo ihn als Klasse kann in den Busch gehen, wo es gut ist und nicht gefährlich ist, ein Enseignant mit Brevet dafür, weil den einer der Weise Schuld zu halten, auch genug kann er. Am Präkos spielt 12 von der Kanner eben noch eine zusätzliche Rolle, weil nicht von einem gewissen Schiffer und Krämer vom Ministerium den erfutterten Edukateursposten an alle Staaten entscheidet sich an dem Moment, wo die Schulorganisation gemerkt wird von der einzelnen Schule, und da hat man zu bei weitem nicht genug Kanner für das zu machen. Buschklasse können a priori an alle Quartiers sind, die können überall sind, vorausgesagt, die dortigen Konditionen sind erfüllt. Troulotten, die können übrigens von allen Klassen aus der Stadt genutzt, nicht nehmen, also egal ob Buschklasse sind oder nicht. Buschklassen haben da Priorität. Wenn eine Buschklasse an eine Roulotte geht, dann ist die Roulotte für sie reserviert für die Zeit, wo die Buschklasse dann hier Schule hat. Madame Brümmel hat auch die Hausaufgabenhölle bzw. Begleitung geschwärzt. Wir sind einfach der Tatsache ausgeliefert, und wir hatten natürlich in der Schulkommission das Diebische von den Enseignants nicht viel genutzt wird.
Herr Wagner hat doch darauf hingewiesen. Hier Vertreter, Enseignant, hier Vertreter, die hatten also in der Schulkommission ja auch konfirmiert, dass die Bischelchen tatsächlich nicht einfach zu benutzen ist. Und ich mache am Ende eine Tour durch Altfoyer-Skolären und da kriege ich konfirmiert, dass am Foyer ganz gewissenhaft mal all die Kanner den Stand von den Hausaufgaben geguckt wird. Anders auch mit den Kanner dann eben genau die dorten Hausaufgabenbekleidung gemerkt, egal ob ein E-Bischelchen existiert oder nicht. Wir setzen ein bisschen drauf, dass wenn wir eine Digitalisierung probieren, dass man dann den dorten Punkt auch abhaken können. Ich kann nicht aber nicht versprechen, weil die Bischelchen leid einfach dummerweise wirklich nicht an unserer Hand. Zum Ziel vom gerechten System gehört auch dem Herr Wagner sein Froh von der Egalität d'accès bei der pädagogischen Offre von der Gemeinde, dass es eine Inegalität gäbe, also sich nicht aus dem Rapport zu deduzieren, weil wir gucken da beim Centre Vert, ich meine, den hat er auch geschwärzt, die Klassen, die sich bis lo angemeldet haben, und aus den großen Schulen kommen natürlich immer mehr Klassen wie aus den kleinen Schulen. Als Schule kriegt dieselbe offenen, dass sie freie Schwach von Enseignern sich anzumelden. Wir feiern aber auch ein Relevé, können am Bedarfsfall auch mal Rückmeldungen an die Schule gehen. Wenn man merken oder wenn man Eindruck haben, dass eine Schule kaum offen an Anspruch hält, wie von dem Relevé aus gesehen, haben wir den Eindruck, dass Darschreibungen equitabel verteilt sind. Der hat doch nur der religiöse Opfer oder der religiös gefährfte Opfer gefroht. Wir hatten da doch an der Schulkommission schon von einem Jahr oder 2 Jahren diskutiert, auch mit der Vertreterin von ihrer Partei. Und, wir sind der Meinung, dass das so ein Opfer unter einem kulturellen Aspekt. Und du passiert, das ist für uns als Gemeinde ganz wichtig, aber wir wollen da doch keinen erstellen, natürlich näherens irgendwelchen religiösen Inhalt oder eine Indoktrination, wie dann am schlimmsten Fall kennt genannt gehen. Dass man die katholische Kirche haben, das könnte von der Demande, die wir kriegen, für die toten Sachen zu gucken, aber wir gehen sie dann auch immer dann dahin weiter. Das ist mir eigentlich kein Lust. Ich kann nicht die aber besorgen, da bin ich aber just dabei beim Träger selber nur freuen, wie viele Klassen dünner kommen sind. Aber das ist die einzige Offer, die man so gut an die einzige Demande, die man gut. Wir waren natürlich ein keine andere Demande könnt, mit einem kulturellen Blickwinkel, einen muslimischen, Irwen, also oder jüdisch oder was auch immer man als Demanden hätten wir allgemein a priori kein Problem damit, Kanada zu weisen. Natürlich unter der Kondition, dass es ein kultureller Projekt ist. Demnach hat man an der Schulkommission eben die dorten Diskussion noch gefordert, an der Schulkommission noch eigentlich mit der dorten, der Weise für mir als Gemeinde durchgehen, du ganz d'accord. Auch zur Gerechtigkeit gehört ein gut Essen. Da schwätzt man dann, aber ich meine, Madame Bartolini hat das noch genannt, da schwätzt man dann aber von der Foyer Scolaire, wo die Kinder an der Mittelstunde essen. Als Enseignement können wir am weiteren Sinn so, dass man bei den Aktivitäten natürlich kann natürlich eine Sensibilisierung gehen für den Wert von den Lebensmitteln. Herr Boissanti hat ja noch gefragt. An einer Reihe von Feiern gibt es spezifische Projekte. Für einen Monat waren wir mit dem Landwirtschaftsminister an der Foyer Verger eine Essensrechterstation am Kader vom Anti-Gaspi abweihen. Kanner werfen das, was sie nicht essen, an die richtigen Container, die geht gewiehen. Dementsprechend gehen Kanner nur de Grün gefrot, de Retour an Produktionsküche gehen, an Quantitäten angepasst, mit das alles immer am Kader von den strengen Ablagen, die wir haben, wie viel Gramm, wie viel Vitaminen, wie viel Fuvat Kanner sollen, wann es schläft, essen. Ich habe auch an der Foyer Scolaire konfirmieren gelassen, dass die Edukatrissen und die Edukateuren auch dort Kanner proaktiv begleiten für den Fall, wo sie merken, dass sie Kanner nicht ist. Das sind äußerst wichtig, dass Kanner etwas essen und dass sie genug essen. Es hat also einen direkten Impact schon, ob das, was wir nur als Anti-Gaspi-Werte bewirken. Mit zugleich genug Kanner sensibilisiert, nicht auf den Teller zu holen, was sie selber nicht nur essen. Und ich meine, Madame Boyer-Mischer, die kenne ich auch erinnern, und die Visite von der Essensrechterstation, mir hatte relativ viel Fred oder mit den Kanner das zu entdecken, also das da so erklärt, und zu den gemerkt Kanner verstehen, dass sie das nicht, also dass das, was sie da wegwerfen, weggeworfen und dass das eigentlich nicht richtig ist. Partizipation, nach für auf die Punkte, ich komme noch zu den anderen Punkten in der Rübe bleiben, das geht aber ganz sehr.
Partizipation als ein ganz breden Terrain, an dem ich mich schwer, den noch konkret Ziele zu formulieren, Madame Brümmel, weil ich nicht ganz genau weiß, was realistisch ist. Also ich hatte schon die Idee, von einem Kanner Gemengerot einen an den Raum gestaltet. Vielleicht kann sich als Ziel gehen, das ja am Laufe von den nächsten Jahren fertig zu bringen und dann eben auch als Pilotprojekt dann können du noch weiterzuführen. Zur Partizipation an zu einem gerechten System gehört zugleich auch die Frage, die dir abgeworfen hat, nämlich von der Arabisch, mit den Eltern. Das die ältere Schule an Tierlien, das ist genau das, was wir uns gewünscht haben. Und ich wünsche mir, dass doch Tierlien mit einem kannerzentrierten Ansatz, dass in so Zeiten, nicht Plagen oder vielleicht so extra Plätze dafür hat. Die Pipilotte aus gerade an der Philippsgasse hat so etwas Ähnliches, gerade an das übergangsmäßig für 6 Monate mit der so in die Richtung geht. Ich glaube ganz stark an das Wuppertaler Modell vom sekundären Bildungsnetzwerk, an dem die Eltern eine zentrale Rolle spielen. Ich sehe ganz ihrer Meinung, Madame Brümmel, dass wir die Eltern mehr müssen abbauen. Ich gebe just bitten, es nicht über den Weg von einem älteren Biergerot zu machen, weil ich erst der Welt die bestehenden Strukturen nutzen und stärken. Wir an alle Schulelternvertreter am Komitee d'école, die auch die Schulorganisation übrigens mit ausschaffen als Komitee. Wir kriegen auch oft direkt von den Eltern aus der Schulen d'Alliance mitgedeelt. Und wir haben auch die Elternvertreter an der Schulkommission, 4 Stück. In April hatte ich die ältere Schule gesehen und am Gespräch mit denen hatte ich mir damals 3 Sachen vorgeholt. Erstens, die nationale Elternvertretung Lüenke zu gesehen. Wir hatten mit Herrn Allermessen immer ganz intensive Kontakt. Und ich habe in der Zwischenzeit auch die neue Präsidentin, Madame Carla Carvalho, getroffen. Zweitens, eine Reunion zu machen mit allen Partnern, die hier an der Stadt mit den Eltern schaffen. Ich hatte es letztes bei der Präsentation noch genannt, also die schon genannten können nach dem Älteren Forum dabei, auch als Psychologinnen. Das will ich gerne nur der Schulorganisation uppacken. Und drittens, mit den Elternvertretern aus der Schulkommission ähnlich wie beim Komitee de Cogestion regelmäßig Entrevuen anzufangen ab der Rentrée, an ihnen anzubieten, bis sie wie immer direkt nur die Wahl von den neuen Elternvertretern ihnen all Jahres in einer Reunion von der Schulkommission vor 4 an eine Plage für Wühen zu gehen. Die können ich gleich an die Schulkommission erinnern, wo die neuen 4 Elternvertreter da waren. Dann hatten wir ihnen eine Plage gegeben, wo sie ungefähr 1 Stunde lang hier Doléanzen konnten drohen. Das wäre ein bisschen auch so etwas wie ein Rapport. Ich denke, dass das nach eine mehr adäquate Form wäre, wie ein Rapport am Aktivitätsbericht von der Schulorganisation, weil wir hier aber von Leuten schwätzen, die anstatt benevol machen, also bei den Rapporten an Leute, die professionell dann und den einzelnen Themen schaffen. Auch bei der Digitalisierung haben wir uns ein Ziel gesagt, wir wollen ein Pilotprojekt starten für Prozeduren an die Prozeduren vom Enseignement, aber auch von der ganzen Enfance, an die von der Schule an 1 bis 2 Quartien durchzudigitalisieren. Wir machen das aber am Rhythmus vom Service-Tick, also so wie Sie mit der Gemeinde eben die oder weitergehen. Und wir schließen dann nach Drop on Top eben die Zusammenarbeit mit einem externen Partner, für eben da genau an 1, 2 Schulen zu gehen. Höchstwahrscheinlich eine kleinen Ressourcenskolär und eine große, für die 2 Kadefiguren kann durchspielen. Was den Makerspace angeht, weil wir schon bei der Digitalisierung sind, du denen der Markt hier wollen, dass du vieles geschieht, dann noch nach mehr Wuppe könnt. Die von einem Educateur avec Kompetenz Numerik ist nicht ganz neu, aber es ist ganz schwer zu finden. Das ist ein Profil, wo man schon noch ein links jetzt geguckt hat, das ist ein Profil, das ganz schwer zu definieren, zu greifen ist und noch zu finden ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass in du vielleicht bestehenden aktuellen Mattarbeiter kennt, mehr Drop setzen, den du fit hast, damit sich just an Hand drin ein bisschen das Service ändern. Wir sind immens froh, dass wir am Emma, am Estel 2 menschstark ICNen haben. Wir schon, ob vorher hin auf alle Fall 4 geholt, mehr genau zu gucken, wie man nach mehr Dynamik an der Makerspace kriegt, weil ich bin nicht ganz zufrieden damit mit der Dynamik, wie es am Moment besteht. Ich meine, du hast noch viel mehr Potenzial auch dort zu machen. Auch der Weg für die Skolären zu invitieren, ist eine ganz gute Idee. Aber ich meine, es wäre gut, als ich zu gucken, dass wir die Schulen so viel wie möglich aufgedeckt kriegen und dann eben, so wie wir das Personal dann abstellen, dann wir noch die freien Skolären die Zeiten anbieten können, wo die Schulen nicht da sind. Was den Sport und die Bewegung von den Kindern angeht, habe ich mir von der Madame Beißel auch konfirmieren gelassen, dass wir kilospezifisch Angebot haben für die Sportarten, die Kinder an der Schule entdecken, bewusst vom Fußballer, vom Basket, der Wäsche, mehr diversifiziert anzubieten. Ich meine, du hast auch Herr Boissanti das gefragt. Die LASEP, mit der wir ja in der Mittelstunde ganz viel zusammen schaffen, proposiert das sicherlich auch einmal. Mehr la Bas lebt das hier in der Stadt und echt über die Vereine, wo sich das spezifisch eben für die Interessen dann anschreibt. Aber was Gesundheit von unseren Kindern angeht,
So hat Medizin Scolaire Herr Boissante immer auch konfirmiert, dass sie zu genug sind. Den Tod von den rund 2600 Kanner, die an die Gesiegen goufen last Jahr, das kennt das Gesetz 4 gesagt, dass Kanner als 2 Jahre gesiegen. Und das ist dann ungefähr Teilchen von den Kannern, die eligibel sind, am Moment für gesinnt zu gehen. Dafür sind wir bei 2600 Kanner, also die Zahl erklärt sich vom Gesetz hier. Voilà, Madame Boyamisch, ich meine, ich werde mal Lomolenka durch. Ich denke, alle guten Vielmals merci für als Zusammenarbeit, für als Schulorganisation. Ich gesehen an dem Esprit von Herrn Boissante, der gesagt hat, dass die Wohl von unseren Kannern so wichtig ist, dass es nicht nur Platz ist für großparteipolitische Polemik und trotzdem für eine gegenseitige Inspiration mit all den verschiedenen Fragen, die wir haben. Und das bedeutet für mich, dass ich alle Bemerkungen sehr hören und so probieren anzubannen an als Arbeit mit all denen, die durch uns zusammen durchschaffen. Ich sage nicht vielmals merci. Ja, ich so noch, eigentlich am Namen vom Gemengerot merci für die ganze gründlich und sensibel Antworten auf die verschiedenen Interventionen, von den Conseillers. Und ich meine, ich könnte damit die Organisation scolaire zum Wort stellen. Wen ist damit d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit das die so angeholt. Merci vielmals. Dann, ich meine, den Herr Galles hat doch schon Stellung geholt zu der Motion. Und eben gesagt, was ihn echt dagegen durchstellen. Wir sind ganz auch der Meinung, ich meine, wir haben schon viel, also viele Plätze, wo die Eltern engagiert sind. Ich meine, es bringt nicht nach etwas dazu, nach einer Neidarbeit zu holen. Ne? Ja. Wollt noch etwas zu der Motion sagen? Madame Brömmel, ja? Ja, merci. Ich profitiere davon auch für den Schulchef, merci zu sagen für seine Antworten. Und eine Kehr zu sagen, dass wir seine Erfahrungen schon schätzen. Sind noch nicht bereit, für die Vorschusslorbeeren zu geben. Aber bon, könnt ihr eine nächste Organisation. Ich will aber eine Kehr sagen, also die Motion heißt nicht, dass man nicht die ältere Vertretung, die es gibt, nicht gesehen, das ist schon klar. Wir haben manchmal, dass man mit dieser Motion die Rekommendationen ausschaffen soll, die nicht konkret Doléances, wie man es an der Schulkommission von älteren Vertretern präsentiert kriegen, hier geht ein Fenster nicht so oder du hast ein Problem am Essen oder so. Mir das wirklich mir grundsätzlich darum es geht, also die ganze Schulkommunität anzubannen, d'Enseignants, gerade so, aber für und allem eben die Älteren. Aber wir wissen auch, dass bei den älteren Vertretern, die sich abstellen lassen oder wählen lassen, die einfach auch mehr Bagage mitbringen. Und ich meine, dass aber die Schule selber Älteren angeht, egal, was für ihre Bagage sie mitbringen, sozioökonomischen, kulturellen oder wie auch immer. Und das meine ich wie eine Chance für deren Wühen mit anzubannen. Wie gesagt, das ist etwas, wo eine Konsultation mitbringt, mitzuspringen, also Rekommendationen ausgeschafft können gehen, wo wir ja immer noch frei sind, dann davon umzuholen, was man meinen, was umsetzbar ist oder nicht. Ich meine noch nicht, dass den automatisch durch so Bürgerrat seht, also so eine hohe Erwartung schafft, mir da den aber zum Verstehen geht, wir sind interessiert und dem, was Realität ist, aber der und Ideen auch könnt mitarbeiten. Du willst ging ich noch ein Kehr appellieren, für die Motion zu unterstützen oder ob man es dann noch ein Kehr an der Schulkommission diskutieren zu lassen. Merci. Ich meine, den Herr Galles war ganz klar, an den ganzen Chefrat unterstützt ihn an seiner Manier. Ich ging also die Motion zum Wort stellen. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit das die Motion nicht überhaupt. Da kommen wir auf den nächsten Punkt von unserem Ordre du Jour, Zirkulation. Wen will dort so ergreifen? Den Herr Benoit, den Herr Philippe. Herr Philippe. Vielmals merci. Ich wollte sagen, dass ich mit den Modifikationen definitiv Reglement an temporär d'accord bin. Wir sind aber ein spezifisch froh. Und zwar ist die ein paar Mal mich zurückgedroht, dass das ja mich spät wie die anderen Jahren
den reglementäre Plan von den Achseen während den Nationalfeiertagen dafür run an net publik ass ginnet do Gründe dafür, sind do Änderungen an der Accessibilität, wat kann in de Leiit so dat den Deléiers wo se déi eng Kart können online fannen och vun den Öffnungszeite fir dat Geschäfter liefere können oder zo muss sinn. Merci. Merci, Herr Benoit. Ja, vielmals merci, Madame Boemeester. Am nächsten Gemengerot hatte ich den Schafferrot gefragt, für das wir als Gemengerot d'Etude Gel zur Verfügung gestellt kriegen. Und den Herr Goldschmidt hat mir auch gesagt, das gibt passieren, das gibt war quasi überrascht, dass das nicht gemerkt ist. Da haben wir sie noch immer nicht gekriegt, dafür forciert mich wirklich dazu, für einen allgemeinen Rat immer im Nutzfroh. Und dann ist mir versprochen, mir geben sie gemeldet kriegen, oder was sie trotzdem ich per Mail und auch nur gefragt haben, immer noch nicht zur Verfügung gestellt. Ich meine, ich gebe schwer gespielt, dann zu machen, weil das, wie gesagt, fängt ein bisschen penibel zu gehen am Ende an, das Ganze. Dann wollte ich aber auch froh, wie es mit der Umsetzung dazu weitergeht. Wie gesagt, die Hüder ist 8, wieder gesagt, Planchen präsentiert, die da will sehr wie möglich umsetzen. Wie gesagt, du aus mit der Timeline, wie nie geht du was ungepackt. Und schenken direkt die froh drun, mit einer Purkarte hier schon kleiner, dass das Apaisementsmesuren wieder gemacht. Du weißt, dass schon für die letzten Hirsch, notamment für Bohnenweg, gesagt wird, du gibst es kommen, bis heute auch da nicht kommt, sodass wir eigentlich wissen, wie gesagt, mit den verkehrsberuhigenden Mesuren an andere Kartien aus, respektive der Umsetzung von neuen Velos-Mesuren. Eng weiter froh, die ich hatte, ich war mal in NRW in Richtung Zeissing, sind ich die Kohleberge abgefahren, und dann habe ich gesehen, dass den Projekt Pilot, der von über einem Jahr lanciert wurde, für ein bisschen mehr Verkehrsberuhigung dort zu machen, und dass ihr besser mit dem Velo durch könnt, dass den immer noch da ist. Dass aber eigentlich am Mengen an die Probleme, die den Matzespur tut, immer noch nicht verbessert sind. Und mittlerweile sieht das Ganze auch zum Teil relativ delabriert aus. Die hat Boden Markationen, die schon rauf sind, die Portoen, die an der Straße einfach falsch stehen, wo also in man Velo irgendwie kann der Tisch fahren. Da gibt immer noch die Probleme, die sowieso schon da waren, dass eigentlich der Parkraum Landstehenden Portoen do nicht wirklich gesperrt gehen als großartig. Das heißt, wenn sich mal Velo zwischen dem Porto an der parkenden Auto will durchstrecken, wo die Ball Angst, weil ihn immens no muss bei dem parkenden Auto lernst vor je. Ich meine, dass die Idee haben drin wirklich ein gut war. Am Hühner ist auch daran immer unterstützt. Mir habe auch gerade so gut gesagt, das sollte vielleicht mal etwas Anständiges perenisieren. An dem Sinn bin ich froh und die Mobilität schaffen. Wie geht das denn weiter? Ich meine, dass es gut wäre, etwas Verkehrsberuhigung auf der Platz dort zu machen, an mehr Sicherheit auch der Cyklisten dort zu gehen. Geht ja auch gerade in Richtung DW, den das auch den Hölz von in Richtung Boykone fährt, das möchte wirklich Sinn. Allerdings weiterhin mit dem Provisor dort zu schaffen, wo die Schilder an der Straße sind, die Markierung um Boden wäsch geht, weil das alles eigentlich einfach nicht optimal und ich gebe euch dafür bitten, da etwas Provisorisches zu machen, mit Situationen verloren nicht optimal. Dann habe ich festgestellt, dass in Veloständer den eng Reihe von Leuten, die auch an die Gemeinde kommen, immer benutzt und dass die verschwunden ist, dass den hier an der Innenstraße direkt bei der Kathedrale, unter dem kleinen Knödler in Richtung Kathedrale, den also auch viel benutzt gehen. Den ist aber noch nicht mehr da. Ich wollte fragen, könnt den zurück? Respektiv war das du die Idee der hat, weil gleichzeitig sind wir jetzt natürlich bewusst, dass sie ganz gut am Knödler parken. Wir am Knödler sieht ja, dass trotzdem schon mal Affer vom Succès sieht, weil oft, wenn ihr dahinter könnt, sind Plätze vom Velo aber alle gut voll, sodass ich denke, du auch musst vorstellen, geht das auf der Platz durch oder will ihr vielleicht auch daran denken, für am Knödler den Platz, die für die Velo und ein bisschen auszuweiten. Gerade so gut haben wir auch festgestellt, dass Leute, die sich eigentlich relativ gut mit der Mobilität an dem Velo auskennen, nicht wussten, dass ein Velosparking am Knödler ist. Und dann ist es eigentlich bewusst gehen, dass auch gar kein Schild durchsteht, für das du kann in dem Knödler Park gehen am Velo. Und wenn ihn durchsteht, dann ist es gut verstoppt, weil ich kann mich schon nicht daran erinnern, mir das wäre eigentlich auch wichtig, dass ich das möchte. Wenn ihn Promotion vom Velo möchte, dann soll ihn es auch deutlich und noch deutlich weisen. Eine letzte Remarque von meiner Seite nach,
Mein Kommunale Gute festgestellt, dass obwohl man lange Diskussionen am Gemeinderat hatten und viele Leute müssen überzeugt gehen davon, dass der Fakt, dass man den Gruf zugemacht und innen wirklich zu einer deutlichen Verbesserung von der Lebensqualität hier am Stadtkehr gefordert wird, schön, dass es so lange gedauert hat, bis ich davon überzeugt war. Trotzdem gut mal von den Leuten rapportiert, dass es Fälle ging von Leuten, die trotzdem ein bisschen fuddeln und dann zum Teil mit Marche arrière oder bewusst falsch oder unbewusst falsch, kann ja auch sein, die einerseits mit dem Auto dann aber rauffahren. Ich wollte fragen, ist das etwas, was ein Thema ist, als das Kind, kann ja sein, dass es mir das einfach gesagt wird und dann eigentlich aber nicht ein ganz wenige Fälle passiert, respektive wenn das ein Thema ist, dann gibt es natürlich interessieren, was Antwort darauf ist. In dem Sinne, vielmals merci für den Nullstern. Merci auch. Herr Goldschmidt. Ah, pardon, entschuldigt, Herr Boisson, pardon. Ich hatte gedacht, nur so viel Jahre und die wird gewinnen, dass ich immer Person zu der Zirkulation, das ist vielleicht nicht immer interessant, aber ich probiere ein bisschen... Die wird ganz diskret. Also ganz, du geschieht, passiert das mir das auch. Nee, das ist ganz angenehm. Merci für die Frage, Madame Bürgermeisterin. Wir haben, wie den Usus ist, wir werden uns enthalten, ob die verschiedenen Artikel für Zirkulation für den Fußgänger vielleicht den Espace public seine Freiheit eingeschränkt wird. Mit just zwei andere Punkte, an die sich schon per E-Mail von Holo kommen, da kommen sie gleich per E-Mail, das vielleicht noch NRW. Zwei Punkte. Ein, die war auch am geholt, das möchte Eko, was den Herr Benoit gerade gesagt hat, der Gruf effektiv als Notzing Auer zu mit die Pylonen, das effektiv eine Verbesserung an alle Fall vom eng Erhegung vom Kalm, den man dann am Gruf hat und effektiv am Zentrum, am Kehrzentrum von der Stadt. Par contre, muss ich aber wirklich aufpassen und ich meine, du brauchst ein bisschen Signaletik zu machen, nicht mehr spät wie für rund 2 Stunden sind Sperren von einem Velo und von Gehol über Rand gehen, mit meinem Hund, an dem du noch plus mich am von Gehol so angeschaut und ich meine, das wäre gut, eine bessere Signalisation zu machen, in dem Moment, wo dann eine so eine Rencontre ist, und das ist ziemlich schlecht gemacht, weil die Velospiste fängt auf der rechten Seite an der Rue Notre-Dame, und das wäre vielleicht interessant, vom Holden Velo auch Velosführer zu verstehen, die braucht nicht unbedingt ganz rechts zu fahren. Ich kann sich vom Gehol Platz machen, auch mit von der Straße, und ich denke, da ist ein bisschen Luft noch oben, für das besser zu signalisieren, für die Fußgänger, auch für die Peatonen, dass wir ein bisschen zusammenleben tun. Ein anderer Punkt ist, da sind schon gesprochen von verschiedenen Kommerçanten. Wir haben ja verschiedene Artikel über Parkplätze und du erlauben ich mal eine ganz kurze Intervention auf den Punkt zu machen. Auf verschiedenen Plätzen haben wir wie soll ich sagen, öffentliche Parkplätze weggeholt, für Plätze zu machen, für die Polizei oder für Taxien. Und das ist ein grosser Espace an der Bierdegasstraße, die für Taxien von Gehol reserviert sind. Und verschiedene Kommerçanten haben sich nicht geirrt, wir haben Remark gemacht, dass die Plätze ganz oft idle sind. Und das wäre vielleicht keine schlechte Idee, für die Parkplätze zu machen, für 30, 40 Minuten eventuell für den Kommerzamt von Gehol ein bisschen so zu unterstützen, weil die war ja Herr Bauer auf der Assemblée Générale vom UCWL und das war nicht nur über die Thematik Sicherheit, sondern war auch über Accessibilität. Und ich meine, Parkplätze, die dort pur, wäre vielleicht interessant für die Leute auch ein bisschen zu verstehen gehen, dass sie können ein ganz kurz einfach eine Shop and Go an Zentrum Care zu machen. Vielen merci für Ihre Antworten. An der Rest stimmen wir natürlich mit. Merci. Loginger, dem Patrick Goldschmidt weiter. Merci, Madame Bürgermeister. Merci, den Herren Philippe, Benoit und Boissante für hier interessante Fragen. Für das Mal wollte ich merci sagen, dass der Lohn nicht Extras zu den Mesures de Circulation, die am Ordre du Jour waren, beizufügen hat. Da gibt dann dem Service dann Heimat auch so a priori sind die dann alle guten Duen oder so ugeholt. Da kommen wir zum Divers an diesem Punkt. Ja, Herr Philippa fragt zu Recht wenig ob es etwas Neues gibt für Nationalfeiertag, was die Accessibilität angeht. Das ist normalerweise genauso wie die Jahre für drum mit. Das wird immer annonciert, kommuniziert von der Pressekonferenz, weil dann eben noch dann die Presse da ist und das dann diffusiert wird. An der Pressekonferenz ist morgen um 10 Uhr und da wird das doch diffusiert. Das ist immer par rapport zu unseren Kalendern geguckt, wen Idee dann ist, aber
geht dann alles annonciert, wie eng Straßen zu wegen Amenter zesibel sind, respektiv nicht zesibel sind. Dann hat den Herr Bönner ein paar die Frohen, fängt man mit Zeising an. Vollkommen recht, da haben wir ein Projekt Pilot gemacht, den am Anfang für ein Jahr eine große Zustimmung fand. Die Zustimmung ist aber relativ schnell verloren gegangen. Also mit der Zeit wird eben festgestellt, dass das aber nicht vielleicht die beste Lösung wäre. Im Moment ist es so, dass unser Service Voirie drüber und drunter ist, für auch Berliner Kissen zu installieren, für mal dafür zu durch, weil das ein ganz langer Strecke ist, dass du nicht gerammt wird und dass wir dann den Dispositiv, die Lodo als Molle wegholen und da gucken, was wir da eventuell à moyen terme für Verbesserung erkennen hinkriegen. Velostände an der Önnischgas, die kommen selbstverständlich dahin zurück, aber du sind im Moment Fuyen, was der Chantier von der Bibliothek angeht, und dafür haben die müssen weggeholt gehen. Was den Gruf angeht, ja, da guckt man eigentlich mit der Signalisation viel drunter wie der Gruf nach Opfer. Am Contresens sind dann die meistens Rietz gefahren, weil eben nach Auto und da fuhr sie mir wieder als so eine Rencontre aus, muss man gucken, effektiv, wie wir das können, dass das mir, ja, von der Information her, dass die Leute eben, die im Velo sind, eben los, also den Espace partagieren mit den Fußgängern. Als Lohn nicht zu Ohren kommen, dass du all der viel Autos giffen am Contresens fuhren. Par contre, als wir gesehen, dass auch auf der Côte d'Aige, noch an der Rue du Nord, Bornen sollen hinkommen, für den Achse von da, für zu gucken, dass sie nicht von einer Plätzen do racken, respektive de falsche Weg, das werden wir auch nicht wollen. Dann hat den Herr Benoit für die erste Kehr noch im Rapport Gel gefragt hat. Und ich kann ihm sagen, dass wir noch internen Diskussionen mit den jeweiligen Services dezidiert tun, dass wir eine Mobilitätskommission machen, wo wir die Etude, wo die Services die Etude am Detail vorstellen und explizieren, wie sie abgebaut ist. Und sobald die Mobilitätskommission ist, wo man nach kein gemeinsamen oder kein Datum fand, wo wir disponibel sind, also wo am Ort du Jour die Disponibilitäten da sind für die Zeit zu finden, kriegt selbstverständlich zu dem Moment auch die Etude ganz so dabei, aber der Service hat gesagt, sie gibt proposieren, für sie aber auch ein Kreis an einer Kommission explizieren, mir selbstverständlich und dabei bleiben nicht, geht sie zu 100% öffentlich gemacht. Und die muss ich noch ein bisschen gedulden und da wird man das alles machen. Wer die Accessibilität oder die Promotion zum Velosparking am Knödler angeht, sind ich natürlich überrascht, weil der meiste sagt so, sie wäre schon zu klein, weil sie immer voll ist. Und am zweiten sagt so, es wäre kein Publizität, wäre nicht markiert, das gucken ich dann noch. Es sind aber ganz froh, dass viele Velosfahrer dann ohne die Publizität rausgefunden, dass da ein Velosparking wäre, die schon am Sommer zu klein ist, sondern ich bin effektiv auch ganz, ganz froh. Wir sind ganz froh, dass ganz viele Leute, natürlich, wenn wir besser ist, den Velo benutzen, weil alle Velosfahrer oder viele Velosfahrer in NRW heißt doch, dass den einen oder den anderen dafür sein Auto nicht benutzt, für an den Staat zu holen. Dafür sind wir ganz froh, wenn wir die Infrastrukturen permanent verbessern, für dass den Achse an den Parking Knödler am Velo all der besser geht. So nicht, merci. Patrick Goldschmidt, auch merci. Und stellen dann für die Maßnahmen zum Wort, wo die sozialistische Fraktion sich... Haut das alle, haut sind Sie mal da. Sie halt mal dann aufstellen. Pardon, Herr Bossante. Nee, du hast recht. Ich hatte effektiv vergessen, Tiere auszuschreiben. Du hast vollkommen recht.
Wir hatten für ein paar Jahre, wo wir von der Taxisföderation angeschwärzt haben, gesagt, oh, wir können nicht mehr auf der Gölle Frage stehen, was tut da für Möglichkeiten? Und da haben wir effektiv gesagt, auf der anderen Seite von der Stadt. Und stellen aber so wie dir auch fest, und wir konnten doch schon regelmäßig gesagt, dass du quasi nie ein Taxi steht. Und dafür sind wir auch am Gang, darüber nachzudenken, ob ihn da ein Parking möchte auf eng Stunde. Wir wollen nicht an neueren Bornen hinkriegen, wo den Konto auflegt. Wir gucken, was wir da können machen, für die eng oder jener Parkplätze zurückzukriegen. Die hat vollkommen recht. Merci. Nein, supplementär froh. Nee, das ist für das. Ich bin froh zu hören, dass die Frau an der Luft steht. Ich gebe ihr vielleicht nicht als Rekommendation, vielleicht als Idee gehen, auf verschiedenen Städten zu gucken, die dort Parkplätze temporär wirklich benutzen, für den lokalen Kommerz zu fördern, dass die Sanktionen, wenn nur eng Auer überdreift wird vom Stationement, dass das auch dissuasiv ist. Wir haben ein bisschen verschiedene Experten, die gerne noch lang am Kern von der Stadt lang parken bleiben. Wenn ihr zum Beispiel den Saint-Jean-de-Luz guckt, ist das ganz interessant, weil die dort Parkplätze, die gehen ziemlich streng bestraft, wenn sie mehr wie eine Auer vom Roll benutzt gehen. Merci vielmals. Merci, wir haben alle gute Ideen, Matt. Also Procès-Verboen, das geht aber an zwei Jahren dezidiert. Wir wollen es mal, wir schwätzen, wir können noch mit den Leuten schwätzen, das ist ganz richtig. Okay, so. Sind da noch eure Mesuren dabei, Herr Boissante, oder nicht? Hat der Madame Generalsekretärin so gesagt? Nein, da stellen nicht alle Maßnahmen zum Wort. Wen ist damit d'accord? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Damit sind sie dann alle angehalten. Merci vielmals. Dann kommen wir zu dem 7. Punkt von unserem Ordre du jour. Es geht um Konventionen. Soweit ich gesehen habe, dass es nicht eng drauf sind. Dort so Wortmeldungen. Madame Brömmel, ja. An Herr Philipper, pardon. Eine Minute schreiben ab. Ich schreibe ab. Dann Herr Philipper, Madame Brömmel und Madame Milche. Madame Müller, okay. Herr Philipper. Merci, Madame Bürgermeister. Stadt Lützeburg will den Akkord de Niveau de Service am CGDs aufschließen, für Zusammenarbeit am Kader vom Telealarmservice zu formalisieren und nun die neuen gesetzlichen Bestimmungen vom geänderten Gesetz vom 23. August 2023 wird die Qualität von den Services für alle Personen anpassen. Den Telealarmservice als ein wichtiges Instrument für die Sicherheit und die Autonomie von älteren und vulnerablen Personen. Den 31. Dezember 2025 wurden 842 Personen abonniert. Am Jahr 2025 goufen 297 Appeller und den Centre de Secours 112 transferiert. Die grosse Majorität von den Anrufer konnte durch den Telealarmservice selber oder mit Hilfe von Vertrauenspersonen betreut gehen, ohne dass eine Intervention von der Rettungsdienst nötig war. Das Gesetz schreibt nicht ausdrücklich vor, dass eine Konvention in einer bestimmten Form unterschrieben gehen. Es verlangt aber, dass der Gestionär vom Telealarmservice und der CGD sich an einem gegenseitigen Akkord über die Modalitäten von der Kommunikation und den Zugang zum Logement von den Usageren eins gehen. Die Konvention, die dem Gemeinderat vorgelegt wird, denkt als juristisches Instrument für diese gesetzliche Pflicht nutzzukommen und die Responsabilitäten von den beiden Parteien klar festzulegen. Das Ziel von diesem Akkord ist es, klare Prozeduren zu definieren, die bei einem Alarm über den Telealarmservice appliziert gehen, für eine sehr koordinierte Intervention von der Rettungsdienste zu garantieren. Der Akkord tritt mit der Unterschrift in Kraft, gilt auf unbestimmte Zeit, kann man einem Vorlauf von 3 Monaten von einer von den Parteien gekündigt gehen. Am Fall von einem ausgelösten Alarm ist der Gestionär vom Telealarmservice verpflichtet, eine erste Evaluation von der Situation vorzuholen. Das Fehlanalyse besteht aus einem Rückruf beim Abonné, wenn durch der Kontaktaufnahme mit einer Vertrauensperson. Erreicht, wenn eine Notsituation bestätigt wird oder ein seriöser Verdacht besteht, wird ein Alarm und den 112 weitergelegt, den die Intervention vom CGD koordiniert.
Für den Informationsaustausch und Darschätzung von der Situation zu verbessern, geseit den Akkor eine Direktkommunikation zwischen dem Abonné, dem Telealarmservice und dem Centre de Secours d'Urgence 4. Gleichzeitig wird festgelegt, dass relevante Informationen über die Gesundheit, Mobilität oder speziell Besoin von den Abonnenten am Interventionsfall können und Rettungsdienste vermittelt gehen. Natürlich am Respekt von den Bestimmungen vom Datenschutz. Zu begrüßen ist, dass an einer älterer Koppel, wo den einen dem anderen sein Aidant ist, die zwei Madeneen können und den Telealarm angeschlossen gehen. So ist den Aidant direkt mitgeschützt, wenn ihm etwas beim Helfen von dem anderen geschieht. Ein wesentlichen Teil vom Akkord betrifft den Zugang zum Logement von den Abonnenten. Für die Interventionszeiten vom CGDIS zu optimisieren, gehen 3 Zugangsmodelle unerkannt. Eine gesicherte Schlüsselbox und der Fassade vom Gebäude, ein elektronisch Serrure mit Zugangscode, Versorgung von den Schlüsseln auf einem gesicherten und zu allermens accessiblen Schlüsselscharf. Bislang goufen Schlüsseln von den meisten Abonnenten an einem gesicherten Schlüsselscharf am Site vom CGDIS versorgt. Am Kader von einer nationalen Reorganisation will der CGDIS aber mehr flexibel und dezentralisierte Zugangslösungen erfeiern. Der Staat hat dabei auf mögliche Sicherheitsrisiken hingewiesen, die mit Schlüsselboxen oder Zugangscode verbunden können sein. Für diesen Aspekt Rechnung zu drohen, können die Abonnenten zwischen den verschiedenen Lösungen wählen. Falls kein direkten Zugang möglich ist, kann eine Vertrauensperson den Schlüsselband maximal 15 Minuten auf Platz bringen. Als letztere Kur kann der CGDIS eine forcierte Öffnung vorholen, wobei die entstandenen Kosten den Beneficiär verrechnet gehen. Der Akkord enthält auch Spezialdispositionen für Rauchmelder, die beim Telealarmservice verbunden sind. Bei vulnerablen Personen kann der Alarm und den 112 weitergelegt gehen, wenn der Abonné nicht selber eine Kontrolle von der Situation machen kann. Auch an diesem Fall muss der Gestionär darauf verzichten, falsche Alarmen auszuschließen. Am Hinblick auf die Wichtigkeit des Service und auf die optimisierten Koordination zwischen der Stadt Lützburg und dem CGDIS hat die zuständige Kommission diesen Akkord einstimmig zugestimmt. Wen dreht aber die Responsabilität am Fall von einem technischen Defekt von einer Schlüsselbox oder einer elektronischen Serrure? Als vorgesehen, die Effektivität des Akkords nach einer bestimmten Zeit systematisch zu evaluieren. Als den Telealarmservice bei allen ursprungsberechtigten Personen genug bekannt oder sind zusätzliche Sensibilisierungsmaßnahmen envisagiert? Wie technologische Entwicklungen oder Innovationen sind an den kommenden Jahren geplant, für die Sicherheit und die Effektivität des Service weiter zu verbessern? Trotz meiner Frohen kann ich der Signatur von dieser Konvention nicht mehr zustimmen. Merci. Merci vielmals, Madame Brünnel. Ja, merci vielmals für das Wort. Merci, Herr Philippa, für die ausführlichen Erklärungen vom Telealarm. Ich hoffe, dass viele Leute noch lauschen, für das dann auch zu verhalten und sich dann zu abonnieren. Ich meine, dass ein Telealarm unbestreitbar wichtigen Service ist, den Staat bietet und das am Anfang sogar überlebens- oder lebenswichtig kann gehen. Und ich bin froh, dass der Service Senior den geriert, mit einer am Anfang doch relativ großer Equipe. Ich war auch wirklich ganz überrascht und ganz froh, für an der Kommission so viele Details vom Service selber dazu gewusst zu gehen. Ausgefeiert gibt dann aber vom CGDIS und Herr Philippa hat das gerade schon ausführlich erklärt, wie das mit der Schlüsselbox funktioniert und dass man das halten mussten als neuen Akkord am Anfang stimmen, für dass die Zusammenarbeit zwischen Staat und CGDIS auf richtige Face steht. Ich meine auch, dass es wichtig ist, so, dass das zu einem raisonablen Preis offeriert wird, das ist ein Service. Und da wollte ich aber darauf aufmerksam machen, dass an der Broschüre, die wir auf unserem Site stehen haben, nach einem Preis steht von 45 € den Monat. Aber wenn ich Dokumente gucke, gehen wir aber auf 60 € den Monat für die Auer holen. Du musst da eigentlich nur gucken, ob das stimmt oder ob du vielleicht die Broschüre aufpassen. Ich wollte nur nicht weiter auf die inhaltlichen Sachen angehen, oder die technischen Sachen, aber vielleicht ein bisschen auf die Zahl.
Wenn man so in der Telealarm ab 60 Jahren ist, und wir haben an der Stadt 842 abonniert, wir haben aber weit mehr Leute schon, die just 60 Jahre haben. Das heißt, dass wir aber noch wirklich guten Urven haben für Leute, die sich da abonnieren sollten. Und ich hatte die Frau auch ich kenne auch schon Member gehen da. Voilà. Aber ganz ehrlich, persönlich gebe ich mich nicht beschweren, wenn ich einen Flyer gegen an Bord gelöst kriege. Wisst ihr, dass das ein Service existiert, wenn ihr braucht, könnt ihr nutzen. Wir haben an der Kommission gesagt, dass ein gezielt Ausschreiben nicht möglich wäre aufgrund vom RGPD. Ja, macht Sinn. Wir können es dann nicht aber nach einer Moyen gehen. Wir publizieren das am Citymarkt, wir lehnen Flyern aus. Mit Leuten kriegen vielleicht wirklich nicht immer alles mit. Und wir haben wirklich viel mehr Leute, die eligibel, ich muss so interessiert sind, sodass ich proposiere, dass wir aber vielleicht einfach ein Jahr am Jahr ein Tutbord machen, für das Leute darauf aufmerksam gemacht gehen. Der Flyer fand ich also auch ganz flott gemacht, weil ein Témoignage gibt für Leute, die sich abonnieren, sodass sie sich auch nicht so aggressiert muss spielen, wie einfach gesagt, ja, das ist ein Service, wie in anderen eben auch nutzten. Und ich wollte dem Service Senior ausdrücklich merci sagen für sein Engagement dafür. Wir stimmen diesem Projekt ganz gerne mit. Wir wirklich encouragieren, dass wir aber noch mehr Reklam machen, weil eben überlebenswichtig kann sein, dass die Leute, die ihn brauchen, daran denken, für sich zu abonnieren. Und merci für ein zu checken, ob der Montant richtig ist. Merci. Merci, Madame Brümmel, für eine engagierte Intervention. Und Madame Müller. Merci, Herr Bauer, für das Wort. Der Service Senior ist ein ganz wichtiges Service, gerade an einem Zeitalter, wo wir eine lange Lebenserwartung haben. Statistiken Frauen 85,1 Jahre, Männer 81,7. Wir auch dank der guten medizinischer Versorgung immer mehr Leute fit genug sind, für autonom daheim zu leben. Länger daheim autonom zu lesen, ist ein ganz guter Approach, aber an dieser heutigen Zeit, wo viele Leute allein leben, lauern an dem Alleinsein eine ganze Reihe von Gefahren. Und hier kommt die ganz wichtige Aufgabe vom Telealarm, vom Service Senior von unserer Stadt ans Spiel. An der letzten Sozialkommission hat die gut gesehen, wie wichtig dieses Service ist, durch die vielen Frauen, die dieses Service bei den Members von der Sozialkommission abgeworfen haben. Hier habe ich auch gesehen, dass der klaren Interesse für diesen Service da ist. Der Service leistet eine formidable gute Arbeit und ich will von dieser Platz profitieren für den Service an ihrer Chefin, der Madame Elisabeth Maureira, vielmals merci zu sagen. Aber ich komme nur auf den Sachverhalt zurück. Und zwar geht es um die neue Konvention, die der Service Telealarm mit dem CGDIF, also der Berufspompier von Gasbrich hat. Und zwar mehr genau mit der Accessibilität für die CGDs, wenn eine Intervention notwendig ist. Eine kleine Erklärung. Eine alleinstehende Person, von denen 862 Abonnementen vom Telealarm hat einen medizinischen Notfall an Berufspompchen, also die CGDs, muss nur der Person gucken. Wie kommt den dann an die Wohnung von der Person heran? Ja klar, mit dem Schlüssel, den zu dem Zweck an dem gesicherten Schlüsselschaf bei der Berufspumpchen an der Luft ist. An Hai unterstützen wir Stadt der Sozialisten die neue Konvention von der Stadt Lützeburg, die aktuell noch auf den physischen guten alle Schlüssel setzt, auch wenn durch die neu sich rasant entwickelnden Technologien digitale Schlüsselcoden etc. auf den Markt kommen. Hier muss an der Zukunft die rasante Entwicklung analysiert gehen, für zu gucken, ob so digital Coden den Ersatz vom CGDs können erleichtern, als sie hier kurz Ersatzwehr optimal können ausnutzen, weil es geht ja darum, der Person an ihrer Notfallsituation so schnell wie möglich professionell zu helfen. Für was müssen wir die digitalen Schlüsselcoden am A behalten? Ja, weil
Gemeng den sekurisierten Zugang zu der Wohnung von dem Abonnement vom Telealarm durch den Service Telealarm garantiert. Aber wie anfangs gesagt, wird diese Entwicklung durch die demografische Altersverschiebung an den legitimen Wunsch, so lange wie möglich daheim autonom zu leben, an der Zukunft zu halten. Erlaubt mir zum Schluss, den Joachim Fuchsberger zu zitieren, der schon 2011 gesagt hat, Alter als nicht für Feiglinge. Aber zusammen packen wir das an. Ich sage nicht merci. Merci für die ganz philosophische Konklusion. Wir sind kein Feiglinge. Okay, Madame Kahn. Ja, vielmals merci. Ich ging dann direkt aufhängen mit einem Zitat von meiner Tante, die immer gesagt hat, ein Alter als nicht schön. Ich habe immer gesagt, dass er nicht schön jung zu sterben. Ne? Voilà. Vielmals merci. Erstens mal für die ganze Löwe, für den Service Senior. Ich hoffe, Sie lauschen, respektive ich werde Ihnen den Link schicken oder so und sollen eigentlich auch lauschen. Ich meine wirklich, dass die eine formidable Arbeit machen für alle. Und da tue ich selber schon die Experience schon machen, ehe ich überhaupt hier an der Gemeinde war. Sie sind immens freundlich am Telefon, wenn sie anrufen. Sie sind extrem pädagogisch, immens live. Also dafür vielmals merci all die Vierredner für die Lob, für den Service, weil ich meine wirklich, dass sie nicht verdient tun. Aber wir schwätzen noch nicht so oft von ihnen. Dafür die High-Konvention, dass am Anfang eine gute Gelegenheit für Molenke, denen Leute auch richtig merci zu sagen. Ja, ich fange direkt an, den Herr Philippa hat gesagt, und Madame Müller auch, die rasante technologische Entwicklung. Da will ich aber mal nicht so, dass es vielleicht aber nicht unwichtig ist, dass die älteren Leute mal selber nach bei sich kommen. Und wir sind nicht sicher, ob wenn ich meiner Mama einen Zuelecode oder sonst irgendeinen komischen Trick installieren, schmengen sie gegen mal all der hier auf, sonst kommen nicht bei mir daheim ran, so wie sie auch DAX mit ihrem Printer dann nicht eins geht. Dafür schmengen auf der einen Seite immer die technologische Entwicklung, aber wir müssen der auch Rechnung drohen und gucken, dass effektiv die CGDs von der Platz können, so sehr wie möglich racken. Auf der anderen Seite muss man auch gucken, dass die Leute nach eins gehen, für überhaupt auch mal bei sich daheim nach ranzukommen. Das schmengen da geht es darum, den richtigen Weg zu finden. Der richtige Weg, das war auch die Frage, die wir uns gestaltet haben, was den Schlüssel angeht. Weil der CGD eben gesagt hat, ja, wir machen dann den Ball, Fassade, machen wir einen kleinen Boot und dann machen wir da den Schlüssel dran. Und wir waren aber da nicht dafür, weil wir aber da ein mulmiges Gefühl haben, wenn der Schlüssel da an einer Küste, die, bon, vielleicht aber auch sicher als mir vielleicht doch nicht einfach so viel unter dir hängt mir fand dass das nicht die richtige Art der Weise wäre. Dafür sind wir immens froh und dankbar, dass der CGDs finalement d'accord war, für die Schlüsselschaft bei sich zu halten. Weil ich denke, dass auch dort Sicherheit von den älteren Leuten aber an echter Platz steht. Aber wir wollten wirklich nicht, wir hatten da wirklich ein mulmiges Gefühl, für Schlüsselküsten für unsere Häuser zu hängen. Ich weiß nicht, das wurde uns nicht ganz sicher geschenkt, kommen wir so mal so. Und dafür haben wir dann echter gemeint, komm, wir schwätzen am CGDs drüber, für dass sie die Schlüssel bei sich behalten geht, dass sie natürlich, da müssen einen Umweg fahren, für die Schlüssel mal sichern zu gehen, eventuell. Mit geht ja auch darum, dass sie nicht immer Tieren abbrechen muss. Und gesagt ja auch, dass an den meisten Fällen so ist, dass die Leute von gar nicht wirklich einen Ambulanzservice brauchen, mehr echt da vielleicht in den ihnen hilft, vielleicht nicht abzukommen, wenn sie mal gefallen sind. Dafür, das ist so, dass Madame Brömmel auch merci für Ihre Macht, was den Tarif angeht. Ich werde das natürlich nur gucken, ganz gerne für ein bisschen zu rappelieren. Den Telealarm, den klassischen Telealarm kostet 40 € den Monat, den Telealarm mobil mit der SOS Auer, mit der SIM-Karte dran, die kostet 60 € den Monat. Und da gibt es aber auch reduzierte Preise für Leute, die ein bisschen mehr modeste Revenu haben, nämlich 15 € für den Telealarm Klassik und 30 € für den mit der SOS Auer dabei. Voilà. Ja, ich meine, wir müssen das, Herr Philippa, regelmäßig evaluieren, da das klar eben auch was den technologischen Fortschritt angeht. Wie gesagt, wir dürfen dort leider doch nicht verlieren dazwischen. Ich meine, ihr versteht das am allerbesten, dass da muss irgendwie ein Equiliber finden zwischen dem Ganzen. Dann, wir machen schon viel Reklame am City-Magazin, schön da doch nach einkehr bei uns Kommunikation mit, für vielleicht nach einkehr zu insistieren. Wir machen aber auch ganz viel Reklame, extrem viele Senioren, die auch uns Aktivitäten, bei unseren Aktivitäten mitmachen.
Da machen wir permanent Reklam, und da haben wir ganz viele Leute, die eben partizipieren, da haben wir auch immer Werte löschen. Das heißt, da mengen ich können wir effektiv immer nächst und nach Reklam machen. Und dann haben für die, die lauschen, so ein Auer, das geht ja nicht weh, das ist eine Sache, wenn da mal fällt oder so daheim, dann hat etwas, wo der könnt drauf drücken, wo dann direkt mit dem der dann in Kontakt sieht, mit dem der schwätzen kann, so was geschieht das, respektiv muss noch das System, wo ich neu ist, da muss drücken, für zu sagen, hey, das geht mir gut. Das alles an der Reihe. Ich meine, dass die Stadt Lützeburg da wirklich ein ganz flottes System hat, für sich die älteren Leute zu kümmern, wie Madame Müller gesagt hat, die eben nach daheim sind. Wir haben auch ganz flotte Strukturen ja, eben zum Beispiel der Konviktsgard, wo noch daheim ist, aber eben nicht ganz länger. Ich meine, auch da kann ich eine Auer unhun, zum Beispiel, weil das Logement kadriert, das ist kein Altersheim. Voilà, ich denke, dass das ein flottes Service ist. Ich bin noch immens froh über die große Zustimmung für die heutige Konvention zu unterschreiben, weil ich meine, die Kooperation zwischen der Stadt Lützeburg und dem CGD ist die als Gold wert für die Leute, für dass wir hin können, ein optimales Service bieten, wenn es ihnen mal nicht gut geht, auch für das auch Sicherheit, weil sie daheim dann können leben. Dafür vielmals merci und ich gucke mit den Tarifen noch ein gerne nach. Merci. Merci vielmals. Ich kann also mit gutem Gewissen die Konvention heute zum Wort stellen. Wen aus dafür? Könnte den sich traut, dagegen zu sein? Nein. Wunderbar. Wunderbar. Merci. So, dann kommen wir auf den Punkt 8 von unserem Ordre du jour. Da gehen wir wieder Travaux. Für dich eine Renovation, eine Transformation von unseren Häusern an der Rue de la Tour Jacob. Sind dort so Wortmeldungen? Wenn nicht, dann stelle ich es zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Unanimität. Merci vielmals. Dann geht es den Projekt definitiv für den Dach von der Kirche zu Weimischkirch zu erneuern. Sind dort so Wortmeldungen? Herr Costa, Herr Werner, ja. Herr Radou, ja. Ja, Herr Costa. Okay. Ja, merci, Madame Bouyamisch. Das wahrscheinlich eine von den schönsten Kirchen, die wir hier renovieren. Eigentlich sogar meine Kommunion gefeiert haben. Die Mertenskirche zu Weimischkirche. Schon lange hier. Ja, schon lange nicht mehr beichte gegangen. Seitdem ist nicht mehr beichte gegangen, stelle ich das. Das ist nicht viel geschieht. Noch mengeriert muss ich vielleicht beichte gehen. Also, wir sind selbstverständlich dafür, dass die Renovationen gemacht werden. Historisch gesehen hatte mir schon eine gewisse Zeit hier, 2015, also nachdem sie auch die neuen Konventionen gemacht sind zwischen dem Staat und der Kirchen, und da hat auch schon damals die Gifels am Gemeinderat Stellung geholt, weil wir denken, sagt nicht verstanden waren. Wir waren ja nicht immer da verstanden, dass schlussendlich die Stadt Lützeburg weiterhin proprietär blieben als von quasi alle Kirchen, sind da ja just zwei, wo wir nicht proprietär sind, als Glassiskapelle an der Jungkirchbirch. Und das Problem ist ja dass wir damals gesagt haben, wir wären aber echt der Meinung, dass die Kirchen müssten an den Kirchenfonds rangehen. Lo so, dass die Stadt Lützeburg ja muss Kosten überholen. Allerdings gibt es ja eine Konvention mit der Kirche für zu sagen, dass es weiterhin, obwohl die Stadt Lützeburg sich all die Kosten muss überholen, gegen eine Miete von 1500 Loyer, den du musst bezahlen, 2000 Euro. Muss bezahlt gehen, mir weiterhin die Stadt Lützeburg all die Kosten, notamment die großen Ouvragen und so weiter, die größeren Reparationen muss überholen. Wobei ich aber auch muss sagen, dass die Kirche weiterhin kann eine exklusive Nutzung machen von denen Kirchen, wie so aufgemacht wurden. Wir sind der Meinung, dass das damals nicht die richtige Entscheidung war. Dass wenn die Kirche wirklich die exklusive Nutzung will von ihren Gebäuden, dass doch an den Kirchenfonds soll gehen. Und dementsprechend doch
Kächte muss iwwerhole, well dann an dem Sinn noch dann proprietär bleibt, wat net de verlass an da so an neise an, und dat hat man auch schon demos gesot, sech eng Form vun Favoriséierung vun eng Kult par rapport zu anderen, die an dem Fall der katholischer Kirch. Dofir gife mar Reis bei diesem Wort awer enthalen. So nicht merci. Merci. Logisch beichten. Herr Costa. Vielmals merci. Wir werden bei diesem Wort matstimmen, weil wir der Meinung sind, dass der Teil muss gemacht gehen. Die Kirche muss renoviert gehen, das ist ganz klar. Die Arbeiten müssen gemacht gehen. Auch wenn es ein Hegement ist, das ist richtig. Bei Mikroton an der Kommission gesagt, dass ein Teil auch da vom Staat kann eventuell überholt gehen. Das heißt, dass da vielleicht ein kleiner Lichtblick wird, die Finanzen geht. Wenn die Stadt Risch am Kapo Nummer 21 Kirchen, die der Stadt Lützeburg gehören, an der Kommission hat so geklungen, dass pur von den Kirchen an Zukunft werden müssen so Arbeiten gemacht gehen. Da wären wir konkret froh, wissen wir da ungefähr, was der budgetär auf die Stadt zukommt an den nächsten Jahren, wie viele Kirchen da tatsächlich davon betroffen sind, was da alles muss gemacht gehen. Aber dann werde ich kurz ausschwätzen, das geht ein bisschen auf das, was Herr Wagner gesagt hat. Das die Nutzung von der Kirche ja eine Kirche, die natürlich dann renoviert wird, wo wir absolut der Meinung sind, dass das sinnvoll ist, sie das einfach das Patrimoine, das man muss erhalten, das ist eine Realität, das Stadt Lützeburg so hoch, da kann ich dazu stehen, wie er will. Das ist eine Realität, also muss man sich um das Patrimoine noch kümmern. Die Frage ist natürlich, wie wird genutzt? Ich meine, alle guten Steuerzahler finanzieren das mit, und wir sehen aber den Zöllen, schon mal dann angeguckt, dass er tatsächlich immer mal Leute an die Kirche gehen, das nutzen. Das heißt, für mich stellt sich schon ein bisschen froh, oder für uns stellt sich schon ein bisschen froh, weil also nicht möglich auch in Zukunft zu gucken, wie können wir die Plätze noch vielleicht auch nicht nutzen, weil es wäre interessiert zu wissen, was da möglich ist oder was da Überlegungen sind. Ich habe meine Zölle nur geguckt, mir haut effektiv, dass sie meine Zölle für 3-4 Jahre, wo an Umfragen am Anfang 3/4 von den Leuten so, dass sie nicht an die Kirche gehen oder also Leute, die einer Religion zugehören, nicht viel mit der Religion können aufhängen. Wissen, dass das noch immer wichtig ist, muss ich sich trotzdem die Frage stellen. Merci. Merci auch, Herr Weidisch. Ja, wir begrüßen, dass Stadt Lützeburg die Renovation da möchte. Ich würde ganz kurz fragen zu einer anderen Kirche, nämlich der Kirche um Zenz. Ich höre da immer nicht viele Leute, die auch nicht dringend renoviert gehen. Anscheinend, also den Dach. Ich wollte fragen, ob du kurz sagen, ob du etwas geplant hast mit der Kirche im Zenz, weil viele Leute sind interessiert daran, für du mehr klar auszuholen zu kriegen. Merci. Merci, Herr Radu. Merci, Madame Pulver. Ich komme ja nicht umhin, meinem ganz exzellenten Kollegen vis-à-vis an seinem Druck, wir mussten beichten zu tun, effektiv zu unterstützen. Mir vielleicht nicht da, wo dem ugedeiht wird an der nämlich der Kirche, mich mengen bei seinen sozialistischen prärevolutionären, revolutionäre Vierfahren, die effektiv für ein paar hundert Jahre nach der Französischen Revolution die Expropriation an die Verholen von Kirchen an kirchennahen Institutionen, Gebäude an Terrain überholen, an die der öffentlicher Hand zugestellt haben, weil sie effektiv fanden, die wäre effektiv von den Leuten gebaut gehen, dann gibt noch die Leute gehören. Und dafür fand ich effektiv aber schon partikulièrement krass, dass gerade aus der philosophischen Tradition hier Lot an sagt, können zu so, wir hätten das alles müssen weggehen. Mir das einfach just es Frieden und Spaß, es Spaß und Frieden. Das ist effektiv, ich meine, leider auf der Hand, Stadt Lützeburg als Proprietär von der Kirche. Kirche ist geschützt, als Monument national. Und es tut der Grund, das ist eine von den allerältesten
Kirchen und manst Fondationen an verschiedenen Delen, manchmal von den Mauern, das aber von den ältesten Kirche wird doch ein von den nächsten Gemengen als an der Stadt, an anderem Staat, die dann zur Staat konstituiert haben. Und dafür ist es evident, dass wir als Proprietär, egal wen dran ist, als Utilisateur, soi-disant Locataire, die Obligationen wie all die Proprietär von einem Gebäude, nur sein Gebäude zu gucken, an zu übergehen, da müssen wir da noch gucken, weil das vom Monument fast geschützt, und dafür sind wir Obligationen dafür. Und geht halt den Dach, mit der ist von den Abhänger für eine Reihe anderer Sachen noch zu machen. Das tut man der Kommission noch relativ detailliert erklärt. Ich gehe nicht an all Details an. Aber mit dem Stichwort Mise en Conformité muss ein Blitzableiter installiert, den für die Proper zu installieren, muss auch die elektrisch neu gemacht, in verschiedenen ganz Part von der elektrischen Installation. Pur von den Sachen muss noch an den Boden gefordert, neben drunter muss rundherum Gebäude muss kleine Grüft gemacht gehen, wo dann noch eine Isolation neu gemacht wird, weil auch Feuchtigkeit durch die Mauern geht, was doch nicht gut ist. Dafür das ein bisschen Problem auch von oben, auch von innen. Wir werden dem Thema Mise en Conformité in die ganze Reihe von Sachen gemacht. Das ist aber nicht, das ist keine Transformation gemacht für eine andere Utilisation. Wir gehen davon heraus, dass sie weiter an der Utilisation ist, wie sie heute ist. Das ist auch manchmal müßig zu spekulieren, wie viele Leute, wie oft an die Kirche gehen. Ja, nein, ist schon, mit das auch müßig, heißt auch, wenn sie nicht oft gehen, heißt du gehen selber. Ja, die wissen das. Heißt du gehen leider aber, an dafür, an so lange, wir wissen noch, dass in der Tumor gesehen bei einer Reihe von anderen Gebäuden, wo die katholische Kirche sieht, dass sie Gebäude nicht mehr regelmäßig oder nicht mehr kann oder will benutzen, man sehr effektiv mehr erfahren, auch mal von der Stadt, für dann wie steht, Glaubensgemeinschaften an die Gebäude zu losen, und die gehen dann noch recht benutzt. Dafür meine ich, aus der Zeit auch alles an der guten Intention für die Zukunft, meine ich, aus der guten der Zeit zu machen. Voilà, und dafür stimmen wir selbstverständlich die Budget heimat an die Renovation, und wir freuen uns schon, wenn alles noch schön, proper, an Erwässer, dichterem ist. Merci. Merci. Also, ich hole Lummel als Konklusion dafür, dass kein Mensch opposiert, dass die Erbischten da gemerkt gehen. Weil das gehört zu unserem Patrimoine kulturell, ganz einfach zu unserem historischen Patrimoine. Die Erbischten müssen gemerkt gehen. Wir sind proprietär, normal, dass wir die Erbischten machen. Die Frauen, die abgeworfen sind, für was, dass wir all die Kirchen nach über gehalten haben. Das nicht, dass wir all die Kirchen gehalten haben, es war ganz einfach Eis. Es war nice. Und wir können die ja nicht Knödler oder auf dem Telesdarum verkaufen. Ne? Das waren alle gut, von denen 23 Kirchen sind noch 24 von den Patrikkirchen dabei, hält mit Patrikkirche, die ist wirklich ganz privat Besitz eben von den Pateren. Aber sonst von den anderen Kirchen, also so wie ich meine, Herr Werner gesagt hat, das ist die Glassiskapelle an die Oven Kirchbirch, die ganz, ganz kleine Kapelle, die nicht uns wären. All die anderen Kirchen gehören eben der Stadt Lützeburg. Und wie die Trennung von Kirche und Staat kommt, hat sich nicht vorgestellt, ob wir die verkaufen. Die Frau hat sich gestellt, ob katholische Kirche, weil die waren alle Guren effektiv für den der katholischen Religion, hatten die an die war froh, wollen diese weiter lohnen oder wollen sie nicht lohnen? Und sie waren d'accord, wir sitzen weiterhin zu lohnen, zu einem Preis, den an dem Gesetz, den in dem Moment wird an der Chambre gestimmt ist, festgelegt war. Sie haben sich dafür entschieden, und sind wir also an der Situation, dass wir für all die 21 Kirchen, ich meine, der hat gefragt, ja, 21, dass wir da müssen, auch in Zukunft eben Kosten von dem Proprietär, die dem Proprietär auffallen, dass wir die müssen überholen.
an Herr Weidisch die hat vorgestellt von der Zenzerkirche, von der Zenzerkirche. Ja. Aber wenn du ein Problem der hast, wenn es Dora redet, ja, dann muss mir gucken, dass das behoben wird. Schon aber noch keine Abstellung, aber verloren nicht lo hei. Wird wie eine Kirche nach an den kommenden Jahren drüsen. Wir haben aber verschiedene Personen am Service der Stadt, die sich just darum kümmern. Dafür können wir aber gerne nach nachfragen. Ne? Für am Programm pluriannuell steht das da ja auch. Da stehen eben die Sachen, die vorgesehen sind, eben erneuert zu gehen. Voilà. Heute sind sie alle Guren nach aus dem Bistum, aus der Kirchenfonds, also will sie die alle Guren nachhalen, bezielt im Moment doch ihren Loyer. Wenn sie enke ja das nicht mehr will machen, na dann steht es diesem Gemengerat zu, für zu dezidieren, wer dann mit denen Gebäudlichkeiten soll geschehen. Ich meine, dann wird der Gemengerat in dem Moment heiers responsabler flott Ideen hun, für was den Domat könnt machen. Ich meine, jeder von uns hat für kulturelle Zwecke, für die Leute zusammen zu bringen. Es sind da ganz viele, die wirklich, oder bei alle gut, die wirklich ganz flott sind. Wir haben nicht mehr spät wie letzten Samstag gesehen, wie auch eben eine Kirche eben am Perfendal kann dazu beitragen, für auch verschiedene Kommunitäten zusammenzuhalten, für denen einen Zusammenhalt zu gehen, jeder als frei zu leben, sich dem uns schließen wird. Für hier wichtig ist mir, dass die gesehen gespielt hat, dass aber eine ganz gute Evolution ist. Dafür bin ich froh, dass wir manchmal eine große Zustimmung mitten für den Projekt haben. Und stellen den also zum Wort. Wen ist dafür? Wen ist dagegen? Wen enthält sich? Eine Enthaltung, da wir das Projekt angeholt. Und wir kommen dann auf den 9. Punkt von unserem Ordre du Jour. Hier geht es um das Reglement Organique vom Conservatoire, der, wie gesagt, an dem letzten Jahr mit allen Intervenanten zusammengestellt ist. Wir hatten für schon an den Diskussionen über die Frauen hatten wir ja schon darüber geredet. Ich frage aber gerne, wen nach ein will dazu das Wort ergreifen. Madame Branke, Madame Milchen, Madame Afonso, Madame Branke. Merci beaucoup pour la parole, Madame la Bourgmestre. Le règlement organique qui est à l'ordre du jour intervient dans un contexte particulier. Comme je l'ai déjà précisé ultérieurement, au cours des 15 dernières années, le Conservatoire a connu une croissance exceptionnelle, passant d'environ 2600 à plus de 4500 élèves. Cette évolution témoigne de l'attractivité remarquable de l'institution, de la qualité de son enseignement et de l'engagement de l'ensemble de ses équipes. Mais un tel développement s'accompagne inévitablement de nombreux défis, tels que l'augmentation de la charge administrative, complexification de l'organisation, gestion des listes d'attente, coordination d'un nombre croissant d'enseignants et d'élèves, ainsi que la nécessité d'adapter les structures de gouvernance et les procédures internes. Plusieurs des difficultés évoquées aujourd'hui doivent être analysées à la lumière de cette croissance rapide qui a mis sous pression une organisation conçue à l'origine pour une réalité bien différente. Mais nous ne pouvons pas ignorer que ces derniers mois, plusieurs débats publics ont mis en lumière un malaise réel au sein de l'institution. Entre autres, l'article publié par le reporter.lu a relaté les préoccupations d'une partie du personnel concernant notamment le manque de transparence dans l'attribution des décharges, la lisibilité des processus décisionnels, la gouvernance interne de certaines procédures de recrutement et de succession. Que l'on partage ou non toutes les conclusions de cet article, il serait une erreur de considérer que ces interrogations n'existent pas. Elles existent et elles méritent d'être entendues.
D'ailleurs, les préoccupations exprimées par le personnel dans le cadre de la consultation menée par l'Association des professeurs du conservatoire vont largement dans le même sens. Ils demandent une gouvernance plus lisible, une meilleure circulation de l'information, une clarification des responsabilités, une transparence des procédures, une équité dans les décisions, une participation accrue du personnel, une amélioration du climat de travail. Le règlement organique qui nous est présenté aujourd'hui était plus que nécessaire et même largement attendu, compte tenu des défis importants auxquels le conservatoire a dû faire face au cours des dernières années et surtout des derniers mois. Nous regrettons que le Collège des bourgmestres et échevins ne l'ait pas déjà présenté bien plus tôt. Je tiens également à rappeler les bons échanges qui ont eu lieu dans la dernière réunion de la Commission de la Culture et j'en remercie le directeur, M. Marc Myers, pour toutes les explications. Le règlement organique constitue l'architecture institutionnelle du conservatoire avec son organisation générale. Le nouveau règlement organique apporte certes plusieurs avancées importantes, notamment la création de la conférence du personnel, du conseil pédagogique et du conseil artistique, qui répondent à une manière ancienne de participation plus structurée du personnel à la vie institutionnelle. Je salue également l'intégration dans le règlement lui-même d'une annexe définissant les critères de calcul des décharges, ainsi que la création de la commission d'accompagnement. Celle constitue un progrès en matière de gouvernance. Nous aurions préféré que ce soit le conseil communal qui en compose les membres. Madame la bourgmestre nous a toutefois assuré que le conseil communal y serait représenté de manière équilibrée, ce qui est absolument indispensable pour garantir le contrôle de la gouvernance de cette importante institution. Mais ces avancées ne suffiront que si elles sont accompagnées d'une culture de dialogue et d'une volonté réelle de rendre les décisions compréhensibles et vérifiables, car la confiance se construit lorsque les personnes concernées sont associées aux décisions qui ont un impact dans leur travail. Le document de synthèse du personnel rappelle d'ailleurs que les attentes portent avant tout sur 4 grands axes. Une gouvernance plus participative, une mission pédagogique clairement affirmée, des règles de fonctionnement plus transparentes et un climat de travail favorisant la confiance. Ces attentes me paraissent légitimes et compatibles avec l'ambition d'excellence qui caractérise le conservatoire. Mais je souhaite également que nous adressions un message clair. La réussite de cette réforme dépendra désormais de la qualité du règlement d'ordre intérieur à venir, de la transparence de son élaboration et de la capacité de l'institution à restaurer pleinement la confiance entre toutes les parties prenantes. Nous avons appris que le futur règlement d'ordre intérieur, annoncé comme un document d'une centaine de pages, est encore en cours d'élaboration et ne devrait être finalisé que dans une année. C'est le règlement d'ordre intérieur qui déterminera concrètement les règles de fonctionnement au quotidien. Nous avons également reçu l'assurance que ce processus serait participatif et associerait les chefs de section, la conférence du personnel, la commission d'accompagnement ainsi que les représentants des parents, d'élèves et des élèves. C'est dans ce document qui devront être clarifiées les procédures qui suscitent aujourd'hui le plus de questions. Par exemple, les critères d'attribution des décharges, les procédures de désignation des chefs de section et de coordinateurs, les mécanismes de consultation du personnel, les règles de remplacement et de transfert de cours, les responsabilités respectives de la direction, de l'administration et des responsables pédagogiques et les procédures garantissant l'égalité de traitement entre les enseignements. Ne compte pas seulement l'excellence artistique que fait la réputation du conservatoire depuis des décennies, mais également une gouvernance exemplaire, moderne, transparente et fédératrice. Ce règlement pose désormais ce cadre.
Nous accordons au Collège Chivenal et à la nouvelle direction un vote de confiance pour la mise en œuvre de ce règlement ainsi que pour l'élaboration rapide dans un délai d'un an du règlement d'ordre intérieur dans le cadre d'une démarche participative associant les différents acteurs concernés. Je vous remercie. Merci auch. Madame Milchen. Ich muss immer so, dass diesen Text eine Modernisierung von der Organisation vom Konservatoire durchstellt, an großen Erfolg an dem großen Zulauf vom Konservatoire Rechnung durchkommen. Das Reglement enthält eine Reihe positiver Elemente, viele Aspekte geben klar definiert, die Verantwortung gegen transparent festgehalten und genaue Organe erschafft, die das Funktionament vom Konservatoire begleiten sollen. Besonders auf jetzt hier, wir sind Schaffung von der Konferenz du Personnel, dem Conseil Pädagogique und dem Conseil Artistique. Das ist auf den nächsten Blick ein positiver Schritt, weil es mehr Austausch und eine mehr breite Partizipation von den Mitarbeitern ermöglicht. Positiv ist auch, dass Chef de Section und Koordinatoren hier wichtig Arbeit mehr stark unerkannt kriegen und dass die Schachstunden transparent abgelöst gehen. Auch die Schafe vom Posten vom Responsable von der École de Quartier ist eine wichtige Erneuerung. Das weiß, dass diesen Teil vom Konservatoire immer mehr Bedeutung kriegt, für den wachsenden Besoin und den Mond für Musikunterricht Rechnung zu tun. Am Großen und Ganzen enthält das Reglement also ganz viele positive Elemente. Es modernisiert Strukturen und erkennt verschiedene Funktionen an, die an den letzten Jahren immer mehr wichtig sind. Neben diesen positiven Punkten stellen sich aber auch ein paar Fragen. Eine erste Frage betrifft die neuen Strukturen wie Konferenz du Personnel, der Conseil Pädagogique und der Conseil Artistique. Wenn in den Text liest, sagt ihr, dass das Instanzen hauptsächlich auf ihn aufgehen, Propositionen machen oder beraten. Decisionen selber bleiben aber beim Schafferrot, beim Gemeinderat oder bei der Direktion. Dafür stellt sich froh, wie garantiert, dass Stimmen vom Personal nicht nur gelauscht gehen, sondern auch tatsächlich an Decisionen mit auflesen. Aber da ist noch des Weiteren besorgt wird, wo besorgt ein bisschen groß wird, dass außer so ein neues Reglement, Sujet wie Examen, Schülerfragen oder verschiedene pädagogische Bestimmungen nicht mehr am Reglement selber zu vorne sind. Das hat natürlich auch den Avantage, dass das Reglement mehr flexibel hält, mit fährt auch zu der Frage, wovon wir das Regelungen lo, und das garantiert, dass das Dokumente für Personal, Schüler und Eltern transparent und accessibel sind. Zum Schluss will ich noch unterstreichen, dass das Reglement viel positive Entwicklungen mitbringt und dass wir dafür ganz gerne mitstimmen. Voilà, ist so nicht. Merci. Merci vielmals. Madame Afonso. Merci Madame la Bourgmestre pour la parole. Règlement organique du Conservatoire, chapitre 3. La création d'une commission d'accompagnement, c'est une bonne chose, mais quelques questions s'y posent. Pourquoi les parents ne sont pas membres alors qu'il s'agit d'un établissement éducatif, culturel, non obligatoire, et ce sont les parents qui décident ou pas de mettre leurs enfants? Il était établi que seront règlement sollicités par la Commission afin d'enrichir les débats et discussions, de donner le poids aux avis de Commission et permettre aux parents d'être plus participatifs. La deuxième, la Commission comptera de 7 membres. Qui seront ses membres? Quels critères seront désignés? Pour un temps, garantir qu'on va éviter que cette commission ne soit pas politique, qu'il s'agit d'éducation et de culture. En tout cas, nous les socialistes, on va voter pour. Merci. Merci vielmals auch. Wen hat Loki mich gefragt? Nein. Bon, ich bin natürlich froh, dass wir heute den Reglement organique vom Konservatoire können vorlegen. Und ich so noch merci, ich meine, für die allgemein positive Bewertung. Ich bin froh für die Unterstützung, weil das Konservatoire, wie gesagt, als von unseren de Pilier von unserer wie kulturell an der Stadt, und wir sind effektiv immens hilfreich. Ich hatte schon für drun auf eine Frage geantwortet, aber ich muss das in diesem Kontext aber noch ein bisschen sagen,
gewiss den Konservatoire an der tun all Fraktionen an all den Jahren immer nicht innerstrach, die exzellent Arbeit, die da gemerkt wird, mit den Succès wurde effektiv auch Probleme mitgebracht an neue Herausforderungen. Und denen Herausforderungen wird geschafft, hinter langem, nicht hinter dem Artikel, den er erwähnt ist. Den Artikel hat nicht nichts Positives bewirkt, au contraire, hat mehr Wege getan an unnötig den Konservatoire an eine Situation dahingestellt, die nicht verdient wird. Weder den Konservatoire, weder die Direktion, noch all die Leute, die da arbeiten. Und ich könnte schon ein mehr der Briefe leihen, diese Story war wirklich, diese Story war, wenn man mir schockiert sind. Ne? Ich zitiere nur ein paar Sätze über den Artikel, der jetzt der Reporter publiziert wird, sind nicht entsatt. Kann Vorwürfe, die nun als Direktion gerichtet gehen, so nicht nachvollziehen. Den Ruf vom Konservatoire schwätzt für sich, ob ausländische Konservatoires den hohen Niveau von unseren Schülern, die sich hier präsentieren, immer nicht gelöst. Das ist sicher der Merit von den Enseignants an der Direktion. J'ai pris connaissance avec beaucoup de consternation de l'article de presse récemment publié au sujet du conservatoire et de son directeur. Il me paraît important de souligner qu'il n'est ni juste ni représentatif que quelques individus prennent l'initiative de contacter la presse en prétendant parler au nom de l'ensemble du personnel. Les opinions et ressentis de certains ne sauraient être présentés comme une position collective, weil es ja anonym wird. Also ich könnte ganz lang darüber schwätzen, ich wollte dann immer pur machen, als Menge in anderen, als Menge eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, dass die Stabiskonditionen an der Institution am Allgemeinen als gut empfangen. Natürlich gibt es immer Sachen, die ich bessern kann, aber das meine ich an allen Institutionen der Fall. Für mein Teil kann ich nicht mehr sagen, dass ich mich am Konservatoire gut spüre, dass ich gerne dahin arbeiten gehe und dass ich die Chance habe, hier zu schaffen. En anderen, das für mich eine große Enttäuschung zu lesen, wie als Konservatoire do an der Kritik steht, an dat anonym. All die Briefe sind unterschrieben. Ne? Die sind nicht anonym, aber von Professoren unterschrieben. Kommen wir aber zu dem, das noch einmal für meine Remarken, für das, was hier angeschwärzt geht, also ich für an der Frau schon darauf geantwortet. Kommen wir aber zu dem, was wichtig ist, dass wir gucken an Zukunft. Ja, da sind Herausforderungen, da sind für sich den enormen Succès, den eben der Konservatoire von tut, mit denen Zahlen. 4.342 Schüler, das an dafür sind zu mehrere Längen 2697 an den École des Quartiers 1645. Hier sind 65 Professoren an 150 Chargés de Cours. Das ist ein riesiges Haus, wird eben die ganz gut genommen hat, dank eben dem vollen Einsatz von den Profen. Und dafür eben auch die Enttäuschung an die skandalisierte Haltung von vielen von denen, die eben da schaffen, über das, wie eben an einem Artikel verschieden, also den Konservatoire sollte hingestellt gehen, aber ich hoffe, dass wir das können an Runais lösen. Das wird heute viel Leid. Das ist nicht Resultat von dem, was an dem Artikel steht. Das ist ein Arbeit, wo der Direktor während 50 Kehren, auf 50 Reunionen, mit den Enseignants, mit den verschiedenen Chefs de Sektion zusammen war, für effektiv zu gucken, etwas aufzustellen, was eben die Klarheit auf die Zukunft aufstellt und auch die neue Administrativmoyen gibt, für eben dem super Succès gerecht zu gehen, aber auch, wo klar steht, wie die Chefs de Sektion, wie viel die Chargen da können gehen, auf ihr Wert, und da sind das ja an der Annex, dass eben die Kriterien, wie die vergehen, dass die auch festgehalten gehen. Das kann also jeder klar nachgucken, und die Leute können sich dann also melden, ob die verschiedenen Posten, und das für 3 Jahre. Was aber besonders
Und das ist wirklich der Merit von dem Direktor, an der Direktor adjoint, der das gemerkt ging, an engster Zusammenarbeit mit eben den Leuten, die am Konservatoire arbeiten. Und da sind eine Reihe Neuigkeiten dabei. Da sind effektiv, besonders was die Konferenz du Personal anbelangt, wenn die klar definiert wird, wie die eben noch hierarchien sollen gehen, dass sie auch Schulorganisationen, die natürlich von der Direktion vorbereitet wird, an die dann hier an den Conseil können, wo die können, die müssen auch ihren Avis, enfin, die gehen auch informiert dazu, dann die verschiedenen Gremien, eben wie die Chefs der Sektionen, wie die angesagt gehen, dann aber auch Koordinateuren, den Conseil Pädagogik, den Conseil Artistik. Also ich meine, wir schaffen Heimat effektiv den Kader für das Konservatoire auch an den kommenden Jahren, aber besonders eben, ob die Transparenz möglich erweist, an auch an der Konsultation mit all denen, die eben do mithelfen kann funktionieren. Ich meine, das ist das Wichtigste, was wir heute sollen festhalten. Und ich bin dafür froh, eben noch die große Zustimmung dazu zu hören. Und das lebt, wie gesagt, sind über einem Jahr, und das ist eben lo zum Aufschluss kommen, weil eben nur 50 Kehren, Alkeiers, als natürlich nicht etwas verbessert gehen, und da nach neu von den Mengen an den anderen. Ich komme noch auf eine Frage zurück, die ich Madame Branca geschwärzt hat. Wir waren ja zusammen an der Kommission kulturell, wo wir früher hatten wir ja die Kommission de Surveillance. Die Kommission de Surveillance war eben am Gesetz vorgesehen. Das Gesetz, das neue Gesetz wird aufgeschafft, geht es nicht mehr. Wir hatten uns aber schon für ein paar Jahre engagiert, dass eben an dem neuen Reglement Organik so etwas Ähnliches dabei zu holen. Wir haben das genannt Kommission d'accompagnement. Surveillance klingt ein bisschen hart, aber Kommission d'accompagnement. Aber was ich gesagt habe an der Kommission kulturell, dass man die 7 Leute, die vom Chefverrat genannt, sowie auch für Drun, die Kommission de Surveillance, die waren noch zu 7, da sind 3 von der Regierung genannt gehen, an die anderen 4 vom Chefverrat. Bon, lo gehen die 7 vom Chefverrat genannt, aber und dazu habe ich mich engagiert, dass man natürlich aber die verschiedenen Sensibilitäten Politik gingen respektieren, aber ganz wichtig, es sollen Leute sein, die wirklich eben noch, ich will nicht so fünffach sind, aber die wirklich aber die ganze Kader ein bisschen kennen, die wissen, wie multiple effektiv die Herausforderungen sind, weil das Konservatoire als einerseits eine Institution pädagogique, aber das ist aber auch eine Institution kulturell. Das heißt, ein artistischer Volley, der muss aber auch durch Rechnung gedroht gehen. Und ich hoffe, und ich werde dann, ob ich zurückkommen, dass wir eben da die richtig Leute fanden, die eben akkompagnieren sollen, so wie da dort Kommission de Surveillance gemacht hat, die Direktion können akkompagnieren an den vielen Decisionen, die sie Jahraus eben noch müssen holen. Voilà, ich meine schon auf die verschiedenen Fragen geantwortet, dann stellen dann die Reglement zum Wort, wen ist dafür, wen ist dagegen, wen enthält sich. Vielmals merci, und ich so dem Direktor, der bei uns ist, ein großes Merci. Sein Einsatz für das heute zu kriegen, war riesig groß, aber auch als Sekretär General, der auch ganz viel mitgeholfen hat, für das alles richtig, dass alle Texte richtig sind. Voilà. Voilà, und ich habe für drunter Herr Benoit schon gesagt, wir schreiben natürlich direkt den Direktor adjoint aus. Und wir haben, die hat es ja ein bisschen so gefreut, wir haben ein bisschen mehr Lachs gemacht, wir freuen da 5 Jahre Experienz. 10 Jahre war für den Direktor, 5 Jahre für den Direktor adjoint. Voilà, dann hätten wir den Punkt auch gemacht. Und dann nach den letzten Affaires judiciaires sind dort so Wortmeldungen. Wenn nicht, sind ihr d'accord, dass wir es da verteidigen gehen? Ja, merci. Unanimität. Vielmals merci. Ordre du jour complémentaire. Ah, pardon.
Ja, pardon. Ja, effektiv. Geht noch ein Herr Benoit, wir meinen das wie immer, der kennt, wie das geht. Ich gehe nicht Wort für kurz zu präsentieren, wenn ich geliebt habe. Selbstverständlich, Madame Boyemeister. Ich halte nicht allzu lang ab. Eine Diskussion, die draußen, aber auch hier am Gemeinderat richtigerweise immer im Hund, als das ganz drunter der Quartier von der Gare. Und da geht notamment auch um die Frage von der Revalorisation von der Aller Avenue. Und wir haben schon ein paar Jahre als Grün gefragt, dass da wirklich etwas passieren, weil wir meinen, dass das wirklich die Karte auch abwerten. Und voilà, wir wollten im Gemeinderat dazu eine Motion proposieren, für dass wir da wirklich an den Gang kommen. Und wir merken ja auch, dass auch von Seite von der Majorität auch immer mehr Stimmen gehen, die auch so, dass wir da etwas machen müssen. Also vielmehr ist wirklich auch bestärkt daran, dass der ganze Gemeinderat gewollt wäre, auf den Weg zu gehen, für da etwas zu machen, im Sinne von mehr Lebensqualität von der Gare, von dieser Stadt, ganz allgemein. Die Avenue ist natürlich immens wichtig, wenn es hier ein zentraler Platz an der Stadt. Das ist für den Kommerz wichtig, aber es ist auch ein ganz wichtig Transportroute sozusagen zwischen der Gare und dem Stadtkehr. Leider ist es aber so, dass sie eigentlich, sie mit der Meinung, viel mehr attraktiv sind, dass immens viel Trafik da, dass auch viel Leerstand da, geht auch zum Teil ein Unsicherheitsgefühl da. Und es wird aber gesehen, dass eine ganze Reihe Städte, die ähnliche Straße wie der Toten hat eine Ticket tun, an dem sie wirklich eine Revalorisation gemacht haben, wenn sie mit einem ambitiösen Projekt durchgegangen sind, für dadurch einerseits die Straßen ökonomisch mehr attraktiv zu machen, aber auch mehr Lebensqualität durch einen besseren öffentlichen Raum zu kreieren und Sicherheit dadurch auch zu verbessern und das trotzdem, an dem sie noch immer den Aspekt von der Mobilität erlaubt haben, geht das in der natürlich ein paar Changements machen. Als Beispiel haben wir an unserer Motion geschrieben, zum Beispiel, für ein paar Beispiele, ich weiß nicht, ob da alle gute Kollegen die verschiedene Plätze nennen, kennt, verschiedene kennt aber davon, zum Beispiel zu Nice, Avenue Jean Médecin, das ist eine Straße, auch eine Geschäftsstraße, eine Straße, wo früher ganz viele Autos gefahren sind, die lo echt markiert, das von Fußgängern, auch von einem Tram, den da durchfährt. Dann Maria-Hilfer-Straße zu Wien, weil eine Straße ist, die ganz, ganz lang ist, wo auch durch viel Autos Trafik markiert war, wo Haut aber auch nach den Velo seinen Platz dran hört, aber auch zum Teil Busser drauf fahren und aber auch ein Straße mit viel mehr Verkehr. Ein anderes Beispiel aus Chaussee d'Ixelles zu Bresel, auch da gibt es eine Reduktion von dem Trafik, den Abteilung vom öffentlichen Raum gibt auch angepasst und aber führt auch da nach dem öffentlichen Transport einfach an einer Frequenz, die so ist, dass einfach viel mehr Lebensqualität da ist, von allem auch eine Organisation von der Straße, respektive von der Chaussee, die einfach viel mehr Lebensqualität erlaubt an man den Aspekt hört von einer Mobilität, die desagréabel ist, wie dann einfach im Moment immer noch an der Aller Avenue der Fall ist. Dafür geben wir mit der heutigen Motion froh, den Chefrat zu appellieren, für eine integrierte Etude zu machen, wie die Straße kohärent kann reaménagieren, aber auch gleichzeitig nach die Straßen nebendran mit zu gucken, da dann wie von einer Revalorisation zu gucken, wie in do kann den Trafik reduzieren, wie in Qualität von der Qualität allgemein für sich abzuhalten kann verbessern, da zum Beispiel an dem Sinn den Espace ernst abdeelt, an dem er mehr attraktiv möchte für die Fußgänger, dass er guckt, dass die Konflikte, die dann einfach im Moment gehen, auch zwischen dem Cyklist und dem Fußgänger reduziert. Ihr wisst am Moment, dass einfach die Abdelung da in sie quasi nicht gesagt, dafür sind natürlich Konflikte dafür programmiert und es gibt sicherlich auch noch Möglichkeiten dafür mehr Grings an die Straße zu kreieren, und wir meinen noch, dass Terrassen da ganz flott wären. Das geht natürlich schön an dem Sinn den Raum ein bisschen ernst abdeelt. Und dann für das alles hinzukriegen, also evident, dass ich muss gucken, den Bustrafik da zu reduzieren. Und wir sind überzeugt, dass das geht, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Wir so nicht, dass in alle guten Busser du musst rauskriegen. Wir meinen aber, dass es absolut möglich ist, da ein ganz Party rauszukriegen.
kennt den da zum Beispiel nach Mai über Trocat respektive de Boulevard d'Avran schlafen lassen, dort zum Beispiel auch mal Busspuren fuhren, für das sie so gut dadurch kommen. Wie gesagt, schon Beispiele für Drogen genannt, wo ein anderes steht, das gemacht ist und das Resultat extrem flott war. An dem Sinn sage ich vielmals merci für die Nullausstellung. Ich gehe davon aus, dass der Chefrat als proposiert, die Motion hier an den zuständigen Kommissionen zu diskutieren. Und dafür gibt mir dann so vielmals merci, dass man die Approche proposieren. Gleichzeitig gebe ich den Kollegen aus dem Gemeinderat so, dass wir es einen Frieden drüber, wenn wir mit einem Esprit ouvert die Sache umgehen am Sinn von mehr Lebensqualität auf der Gare. Vielmals merci. Merci, Herr Benoit, die hat ganz recht so mehr. Wir bringen das dann an als Kommission. Voilà, damit hätten wir dann einfach als Pensum für Haut, hätten wir den erledigt. Und ich wünsche euch noch einen flotten Abend. Am nächsten Reunion ist der 6. Juli. 6. Juli, an 3 Wochen. Okay, schönen Abend.